Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Hallo zusammen, wir sind der Katie Fact aus Wedischwil. Vielen Dank an Radio Blitz, dass wir da dabei sein. Ihr hört den Blitzarbeiter mit dem Migu. Viel Spaß. Hey guys, how are you? This is Johnny Frontman from Raiva Rosa and you're listening to Radio Blitz, baby. Rock on, guys. Ciao zusammen, hier ist der Tommy Fotola. Ihr hört Radio Blitz. Bang your head. Bang Your Head. Jetzt habe ich schon Krott im Haus. Es fängt schon gut an. Bang Your Head heisst es heute wieder. Es ist Blitzableiterzeit am Mittwoch, 27. November. Und nicht nur, es ist wieder Heavy Mental Zeit. Ich freue mich hier wieder ein volles Studio zu haben und einen interessanten Gast im Heavy Mental jetzt gerade. Zuerst gibt es aber einen Startsong in diesem Blitzableiter. Es ist der 103. Blitzableiter. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe einen Startsong, und zwar schaue ich zurück auf ein anstrengendes Wochenende, auf einen anstrengenden Samstag. Ich war am Ruination Metal Fest gewesen. Das ist das Home Festival von der Days of Ruin. Die haben in der Kulturhalle Sägegasse eine riesen Party gemacht am Samstag, zusammen mit Secret, Expello, Still Untitled und All Against Reason, Blown, Wrath of Alga und Avalanche. Also super oben gesehen. Also Avalanche ist für mich ein alter Sack doch fast ein bisschen zu her gewesen am Schluss, muss ich sagen. Und vor allem hure laut. Aber es war geil gewesen und ich gehe davon aus, dass ich dort wieder irgendwann aufschlage. Warum erzähle ich das? Der Startsong kommt aus Wattland, und zwar aus Nyon von der Band Blown, The Savior. Das ist für mich so das zweite Highlight von diesem oben. Expello, wegen denen bin ich eigentlich gegangen. Das waren meine Gäste von der letzten Sendung. Haben für mich wieder eine Riesenshow abgezogen. Das war richtig geil. Aber jetzt kommen Blown mit The Savior und nachher starten wir ins Heavy Mental, ins 4. von diesem Jahr. Bleibt dran. That breaks walls to the ground.
Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Ganz genau. 5 ab 7, der erste Song ist schon durch und ich verspreche euch, es wird nicht alles nur so hure hart, wie ihr das jetzt gehört habt. Wir haben in der zweiten Stunde, oder besser gesagt nach dem Heavy Mental, habe ich euch ein paar neue Songs. Dort ist zwar auch so ein Riesenbretscher drunter, aber es hat dort auch sehr ruhige Rockmusik, die ich euch darf bieten. Wieder neue Songs von Bands aus der Region und auch von weiter weg. Also, jetzt begrüße ich der erste von diesen 3 Leuten, die hier bei mir im Studio hocken, und zwar der Metalfahrer Samuel Hug zum 4. Heavy Metal von diesem Jahr. Ja, guten Abend, Mikko. Guten Abend, Metal Schweiz. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Es ist intensiv, ich gehe, aber ich darf gesund sein und der Familie geht's auch gut. Von dem her, tipptopp. Das ist das Wichtigste. Das ist das Beste. Wir haben ihn lange getroffen. Am Samstag an diesem Ruination Metal Fest. Das war eine coole Party gewesen, muss ich sagen. Absolut. Nein, es hat wirklich, es hat bretscht. Es hat viel moderne, eben es hat HC und andere moderne Metal gehabt. Das ist eigentlich nicht so meine Hausküche, aber es war ein cooler Abend gewesen. Die Bands haben das richtig gut gemacht und schön, wenn man gute Leute trifft, natürlich. Und viele Leute hat es gehabt, das war cool gewesen. Also, absolut. Bei Days of Ruin ist es fast ein bisschen eng geworden. Ja, was machen wir heute? Was haben wir zu erzählen? Ja, wir haben Heavy Mental. Ich glaube, es ist wieder gut, dass wir das den Menschen heute die erklären, was wir da überhaupt machen, gell? Es geht ja um Metal, es geht um Kunst, es geht um Kultur und vor allem eben von unserem Gast, den wir hier haben, auch was hinten dran steckt. Oft ist es auch manchmal so, dass man auch bei Interviews irgendwie, bös gesagt, auch in der Oberfläche bleibt und wir wollen die Hinterkulissen anschauen, was auch beim Menschen, auch im Leben und überhaupt sonst dahinter steckt. Natürlich auch als Kirche interessieren wir uns auch für die Fragen vom Glauben, aber eben das Leben in der ganzen Tiefe. Das loten wir zusammen aus nachher, beziehungsweise der Silas ja mit unserem Gast, mit dem Demo Winkler. Das ist das, was uns dann bald einmal ins Haus steht. Genau, und der Silas, du hast es gerade angesprochen, nicht wir zwei machen das Interview, sondern der Silas ist, glaube ich, der am weitest angereiste Gast, den ich je hatte in meinen 103 Blitzableiter. Ich spreche es jetzt einfach ab, sein Mikrofon ist noch zu. Er ist 4 irgendwie jetzt, wo bist du, zu Basel oder zu Zürich gelandet? Warte, ich tue jetzt gleich schnell auf. Basel, Edinburgh hat einen Direktflug auf Basel. Ja, manchmal ein bisschen zu Unzeit, aber ja. Aber es hat gelangt, das hast du können. Das ist cool. Wir sind mega froh. Wir freuen uns. Ja, eben, da hören wir nachher etwas vom Gast, wo wir vielleicht kannst du kurz schnell aus deiner Sicht vorstellen. Ja, der Demo Winkler ist jemand, den ich schon mega lange kenne. Wir haben uns während dem Studium an der Uni Bern kennengelernt, in der Mensa von der Uni Tobler. Genau, habe ich da. Ja, wir haben im Internet haben wir gewusst, dass voneinander mitbekommen aus einem Forum. Und dann haben wir abgemacht, dort zum Mittagessen. Genau, er ist ein bisschen jünger, aber er hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, 20. November. Das darf ich gar nicht sagen, weiss nicht. Ist nur wahr, ist nur eine Sprache und nicht, kann man nicht nachlesen, genau. Wir wissen ja nicht, von welchem Jahr, genau. Ja, und seither sind wir da im Kontakt, hat der ganze Weg vom Demo dürfen mitbekommen, eigentlich von keiner Band haben zu den ganz grossen Bühnen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiss noch nicht so viel über ihn und darum bin ich sehr gespannt auf die Sendung. Für euch daheim, wenn ihr irgendetwas fragen wollt, wenn ihr eine Frage habt an Metalpfarrer, an Silas oder natürlich an Thomas Winkler oder an mich, dann macht das zum Beispiel bei mir auf die Studionummer 079 930 55 88 oder... Ja, ihr könnt auch unsere Streaming-Handy-Nummer brauchen von der Metal Church 079 37 0959. Und wenn es schnell gegangen ist, dann könnt ihr auf metalchurch.ch unter den Kontakten nachschauen. Genau, macht das. Wenn ihr eine Frage habt, wir werden gerne eure Fragen, wenn ihr das wollt, am Schluss an Thomas richten oder ich an Samuel, je nachdem, was da reinkommt. Und macht das unbedingt. Ihr dürft auch eine Sprachnachricht machen auf mein Handy, auf das Studio-Handy. Das kann ich auch gerade direkt einspielen, wenn ihr das gerne habt. Gut, was... Ja, wir haben noch ein bisschen Musik, oder, bevor wir dann einsteigen. Und wir können ein bisschen zurückschauen, was so gelaufen ist in der Metal Church. Aber es ist für die mit dem Kirchenjahr nicht vertraut sind, es ist am Sonntag schon erster Advent. Und darum habe ich gedacht, müssen wir natürlich einen Advents-Weihnachtssong hören. Und weil es relativ, ja, es hat einen tragischen Todesfall gegeben, oder Ende Oktober ist der Paul Di'Anno, erster Sänger von Maiden, gestorben. Und so hören wir einen Weihnachtssong, wo der Paul Di'Anno
eingesungen hat. Another Rock'n'Roll Christmas. Genau. Let me be the silver star upon your tree. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. All dressed up, so here we go to ride those sleigh bells in the snow. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Tonight, oh Santa, never, never stop. He rocks around the chimney top. You'll be rocking in your stocking when you see your big surprise. You'll be rocking in your stocking. You won't believe your big blue eyes. Come on, girl, join the fun. It's Christmas time for everyone. May your days be merry and bright. This won't be no silent night. See the stars glittering. You're gonna see the new year in. No one's looking, kiss me quick. Rock and roll for all Saint Nick. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Presents hanging from the trees. You never guess what you got from me. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. You better hold each other tight. You never know when my snow tonight. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. All dressed up, so here we go to ride those sleigh bells in the snow. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Tonight, old Santa never, never stops. He rocks around the chimney top. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Presents hanging from the trees. You never guess what you got from me. Another rock and roll Christmas, another Christmas rock and roll. Der Paul Di'Anno, leider verstorben, mit Another Rock'n'Roll Christmas hier im Blitzableiter. Ja, bis zur Weihnachten geht es noch, aber nur noch ein paar Tage eigentlich, kann man sagen, Samuel. Ja, aber es kommt jetzt die Adventszeit, von dem noch 4 Wochen. Genau. Ja, es geht mit Riesenschritten schon wieder bald auf ein neues Jahr her. Aber über das wollen wir noch gar nicht reden. Was hast du noch für Themen, bevor wir dem Silas das Wort übergeben? Ja, wir haben immer auch zurückgeschaut, was so gegangen ist seit dem letzten Heavy Metal, was in der Metal Church gegangen ist. Und ich kann da einfach noch News verkünden für die es noch nicht gehört haben, oder? Wir sind ja da so ein bisschen im Heimterritorium vom Summerside Festival, gell? Und ich finde es mega cool, dass wir nächstes Jahr mit der Metal Church, mit dem Bestand präsent sein. Das ist jetzt mittlerweile
definitiv klar. Wir werden dann einen Infostand haben und es wird ein Spiel geben dort. Wir machen eine 10-Sekunden-Song-Challenge, wo man sein Metal-Wissen testen kann und dann entsprechend Gummibärli gewinnen kann. Genau so. Also, das sicher mal Summerside, das Thema. Sie haben auf der Homepage eine Band aufgeschaltet, die sie noch gar nicht gemeldet haben. Ich weiss nicht warum. Xandria ist jetzt neu drauf, wieder eine Symphonic Metal Band. Für mich reicht es jetzt mit Symphonic Metal, aber ich weiss, dass meine Frau hat riesen Freude an diesen Bands, die da kommen. Aber ein riesen Knaller ist natürlich Dream Theater. Das ist, ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Das wird eine coole Sache. Genau. Und wir werden auch die andere die Organisation organisiert das Riverside und dort werden wir auch präsent sein mit der Kapelle sowie am Greenfield. Das ist sehr cool. Wir haben dort wirklich auch den Ansprechbar und der Kapelle in diesem Sommer am Greenfield 1400 Besucher gehabt während dem ganzen Festival und von dem her sind wir gespannt, wie das dort tut, wenn man am Riverside auch in die Kirche gehen kann. Ja, ich bin auch gespannt, ich freue mich drauf, dass ihr hier auf Grenken kommt. Jetzt kann ich das auch mal in Aktion sehen. Da ich nie ans Greenfield gehe, muss ich warten, bis ihr zu mir kommt. Genau. Ja, und eben, ist sonst, wir haben schon wieder 2-mal Heavy Sanctum gehabt, seit wir waren. Wir haben Ascara gehabt schlussendlich. Das war eine verrückte Geschichte, oder? Das war eigentlich Dinner at Six, eine Coverband aus der Ostschweiz buchen gewesen. Und am Mittag hat sich dann gezeigt, dass der Drummer einfach so mies zu Weg ist, dass es wirklich nicht geht. Und dann nachher sind wir mega froh gewesen, haben wir angefangen so ein grosses Netz unter der Musik und dann haben wir einfach telefonieren und machen und tun. Und am Schluss haben wir dann tatsächlich doch noch ein Konzert mit der Band am Abend um 7:45. Das war cool gewesen. Ja, das sind so Erfahrungen. Oder wir dürfen eine Taufe feiern in der Aare im Oktober. Genau, das ist auch mega schön. Oder haben wir eine Reise können machen ins Welche mit Adoramus zusammen als reformiertes Jugendfestival, wo wir Workshops machen mit den jungen Leuten und nachher auch einen Metal-Gottesdienst Nacht um 10:30 feiern. Und da ist wirklich auch ein Traum in Erfüllung gegangen für einen Pfarrkollegen, für den Timothée Raymond aus Lausanne, der selber ein Metalhead ist. Und das ist cool, wenn man so träumlich in Erfüllung gehen kann und halt das Netzwerk auch weiter knüpfen und ausbauen. Die gehören daheim bei der metalchurch.ch, wenn ihr etwas wissen wollt, läuft einiges und eigentlich ist das noch nicht fertig, gehe ich jetzt mal davon aus. Also wir schauen dann noch voraus, oder? Genau, wir schauen voraus und das ist auch nur ein Ausschnitt, ein paar Highlights. Ich war viel unterwegs auch gewesen, eben, an dem Festival, eben am Ruination Festival haben wir uns gesehen. Ich war bei Heavy Saurus mit meinem Götti-Buch, bei der Kufa zum Beispiel, oder ich war in Interlaken am Harder Hell. Oder auch noch vor der Herbstferien, der Rocknacht Henwil. Und da habe ich euch noch einen Song mitgebracht von einer Band, wo ich cool gefunden habe. Das ist Grand Design aus Schweden. Und die haben einen Song gehabt und ich dachte, das hat etwas zu tun mit meinen Themen. Der Song heisst God Bless Rock'n'Roll. Und dort lassen wir noch rein, bevor wir nachher Dennis in Talk mit dem Demo Winkler einsteigen. Gut, Grand Design. The wheels are rolling, we are highway stars, cruising in the night.
das ist auch einer, der schön kannst auslaufen, oder? Wunderbar. Grand Design heisst die schwedische Band und ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir nicht mehr so viel sagen. Ich würde auch sagen, wir haben noch zwei, die haben etwas zu sagen von dem her. Es ist einfach nochmal wichtig, dass ihr die dran denkt, hey, eure Fragen sind willkommen. Nummer haben wir schon gesagt. Die Metal Church Nummer findet ihr unter Kontakt auf metalchurch.ch und die von Miku hier im Radio, willst du nochmal sagen? Die sage ich noch einmal, die ist 079 930 55 88 und dann starten wir in das Heavy Metal rein. Ja, ciao zusammen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Mir gegenüber sitzt eine Person, die ich schon ein paar Mal gesehen habe. Ein paar Mal in Person, ein paar Mal sogar schon geredet. Unsere Wege haben sich ein paar Mal mal gekreuzt. Da kommen wir da vielleicht ein bisschen drauf. Aber ich habe die Person auch ganz viel in YouTube-Videos gesehen, von Live-Aufnahmen, Videoclips. Ja, weil es eine Person ist, die man kennen kann. Das ist sehr spannend für mich. Und darum herzlich willkommen. Tom, wie geht's? Ja, merci vielmals, Kelly. muss man nicht, aber kann man kennen, gell? Aber ja, genau. Mir geht's gut, danke. Merci vielmals, dass ich hier sein kann. Und natürlich die anderen beiden Herren. Und euch da draussen, ja, ich freue mich drauf, heute eben ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie ich schon angekündigt habe im Trailer. Ich bin gespannt auf deine Fragen und ich hoffe, ihr hört mich so gut. Ich muss schauen, dass ich immer ins Mikrofon reinschnurre, statt den Kinder anschauen. Das ist ja schwierig. Sehr gut. Ja, genau. Also für die das vorher vielleicht noch nicht ganz mitbekommen haben, genau, Thomas Winkler, du bist Sänger, wahrscheinlich für die meisten Leute bekannt als das. Es gibt natürlich ganz andere Funktionen in deinem Leben, wir kommen dann noch ein bisschen drauf zurück, aber ich glaube, die meisten könnten dich wahrscheinlich kennen von der Band Gloryhammer oder jetzt eben ein bisschen neuer Angus Mac6. Das sind so ein bisschen deine zwei. Was ist denn deine, was ist so, wie siehst du dich selber? Siehst du dich als Sänger oder als was siehst du dich? Ja, ich bin sicher schon ein Leben lang fast, also zumindest seit etwa 6 Sänger gewesen und habe das immer sehr gerne gemacht. Also es Phasen gegeben im Leben, wo das ein bisschen weniger im Zentrum ist gestanden, beziehungsweise wo ich keine Zeit hatte dafür. Und später ist es dann wieder das Thema geworden. Und, aber ich würde gleich auch sagen, hauptsächlich bin ich im Moment eben auch noch ein bisschen Vater. Das ist so ein bisschen das, was im Moment im Zentrum steht. Musik ist sicher nach wie vor etwas, was mir wichtig ist und ich gerne mache. Aber gleich auch ist natürlich das andere eigentlich wichtiger, wenn wir ehrlich sind. Und sollte auch nach wie vor im Zentrum stehen, sonst hat die Frau auch nicht so Freude. Und ich selber auch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, und nebst dem bin ich auch noch Notar. Also sprich, du Verträge redigieren und verurkunden in meinem Büro in Thun. Das mache ich eigentlich auch mit viel Freude und man kann es fast nicht glauben, so ein trockener Job, aber es fängt tatsächlich. Sehr cool. Ja, was ich sehr schätze hier am Heavy Metal ist, dass wir eben irgendwie Zeit haben, um irgendwo ein bisschen die Person eben hinter der Kunst, hinter der Musik anzuschauen und eben auch ein bisschen über die Themen so zu reden, dass es eben nicht nur ja, Erfolg und ja, übrigens, ich promote jetzt die nächste Scheibe und ja, und es ist cool und sondern eben auch mal so ein bisschen die Frage, so, warum machen wir das? Was ist denn wichtig? Was ist nicht wichtig? Was sind die Herausforderungen? Und auch so ein bisschen in die Person, in die Biografie hineinzuschauen. Und mit dem möchte ich jetzt starten und so ein bisschen fragen, wo das für dich die Musik ist relevant geworden, so in deiner Biografie, und wenn so ein bisschen der Metal. Ja, das ist noch interessant. Also, Musik ist auch von den Eltern her schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, aber nicht unbedingt der Metal selbstständig. Also, der Vater war eher so ein bisschen auf dem Schlagertrip und ich so mit müssen die Schlagertanzparaden, die es gegeben da in den Dancings und so, das ist ein bisschen mitbekommen. Das hat mich nicht besonders fasziniert, aber gleichwohl ist es auch ein bisschen bleiben hängen, weil, ich sage jetzt mal, der heutige Metal ist ja vielfach auch ein bisschen angelehnt an das ganze Schlager- und Popzeug. Der eine gefällt es, der andere weniger. Von der Mutter her, die hat selber auch Lieder geschrieben, so berndeutsche Lieder à la Mani Matter. Und von ihr habe ich sicher ein gewisses Songwriting-Talent bekommen. Und vom Vater vor allem die laute Stimme beim Singen. Cool. Ja, und für Metal bin ich eigentlich nachgekommen wegen einem Gio, der bei uns im Block ist gewohnt.
Er war etwa 6-7 Jahre älter gewesen und hat halt so coole CDs gehabt, Metallica, Megadeth oder, und Guns N' Roses. Und die haben dann von ihm ausleihen und oben am CD-Player die Eltern damit stören. Das ist, also, ich glaube, das hat mich schon ziemlich geprägt, die Musik. Und ich habe dann das erste Mal, eben, als ich Iron Maiden gehört habe, gefunden, ja, der Gesang, der gefällt mir so. Und mit 6 habe ich nachher selber eine Iron Maiden Kassette gekauft. Ich glaube 6 oder 7 bin ich vielleicht gewesen. Iron Maiden Kassette habe ich gesehen am Coop. Und habe nachher das Cover vor allem gesehen, natürlich der Eddie, der die anlacht, die Anführungszeichen, oder? Und die Mutter hat gesagt, nein, das darfst du nicht kaufen, oder? Das sehe ich so. Aber ich habe nachher gefunden, oh, ich habe mein eigenes Sack Geld. Und das war Iron Maiden, eine Live-CD bzw. MC eben dann zumal. Und als ich daheim das Zeug gelassen habe, gefunden, oh ja, das ist das, was ich machen will. Aber das war noch vor deiner Pubertät gewesen. Ja, das ist wirklich so. Mit 6 habe ich angefangen Metal zu hören. Weil wir haben ja jetzt das schon ein paar Mal gehört, so ein bisschen ähnlich. AC/DC oder Iron Maiden ist so oft so genannt worden. Aber meistens eben so ein bisschen im Zusammenhang, so ein bisschen, auch ein bisschen mit der Pubertät und so ein bisschen Grenzen ausloten, ein bisschen die Eltern stressen. Aber dass es wirklich eine Kindheitserinnerung ist, das ist glaube ich, auch noch nie so. Das ist spannend, ja. Ja, ich hatte schon meine rebellische Phase in der Teenagerzeit, aber das ist schnell eher richtig Techno, Trance und Hardcore gegangen. Also Metal ist dann ein bisschen weniger im Zentrum gestanden. Und das ist dann erst später wieder gekommen, wo ich gemerkt habe, dass man zu Techno nicht so gut singen kann. Oh, okay, das macht nicht Sinn, ja. Genau. Das ist natürlich verständlich. Und eben, du hast ein bisschen angetönt, so die Reaktion der Eltern auf das Album, aber grundsätzlich auf Metal. Wie haben sie reagiert? Ja, also klar, die wenigsten Eltern haben Freude, wenn ihr Kind Metal hört. Oder darum hört man sie auch am Anfang. Aber der Witz war nicht, als er auf einen Hardcore-Geber hört, hat die Mutter gefunden, das Metal hat ihr doch noch besser gefallen. Sehr gut. Ja, ich habe das Gefühl, das ist doch gut. Dann hören wir uns doch diesen Song an. Ziemlich einer der wahrscheinlich bekanntesten, oder? Ja, genau. Das war eben effektiv einer von diesen Songs auf dieser Kassette, die ich dann gekauft habe, mit etwa 6, 7, 1992 ist das, glaube ich, rausgekommen. So. The Trooper von Iron Maiden. Yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of iron smoke and horse's breath as a virgin into sudden death.
Ja, Iron Maiden, Bruce Dickinson ist natürlich nicht wegzudenken. Dickinson, Sorry, Dickinson, ja, stimmt. Es ist ja nicht der, wie heisst er? Ja. Nicht der Paul Genau, Diano. es ist nicht eine Geistergeschichte und so. Genau. Wir haben eben es vorhin schon angetönt, Iron Maiden wird immer wieder erwähnt in den Interviews hier, wenn es um Biografie geht. Das scheint so einen Impact gehabt zu haben. Was war es für dich gewesen? Ja, also natürlich schon in erster Linie die Stimme und zweitens aber auch Showmanship, das der Typ hatte. Klar, früher hat man es noch nicht so gesehen, hat es noch kein Internet gegeben, oder wir haben KSK zumindest bei uns dann. Aber auch auf den Bildern, die sie in dieser Kassette drin hatten, man hat so ein bisschen gesehen, oder der Blick, der Irrblick und ja, das ganze Theatralische, das hat mich dann schon fasziniert gehabt. Und es gibt ja tatsächlich noch Fotos, Beweisfotos, kann man fast sagen, wo ich eben so vor einem Iron Maiden Poster stehe mit etwa 6 und auch so die grosse Schnur aufmachen, oder wie der Dickinson halt dann zumal mit dem Mikrofon und so. Ja, ich glaube, das war schon so ein Traum gewesen, der ist erwachsen dank dem. Mhm. Und wie lange ist es gegangen, bis du dann selber gefunden hast, jetzt mache ich auch Musik? Und du hast ja gesagt, dass du dich seit 6 Jahren als Sänger siehst. Mhm. Aber eben, die meisten denken jetzt, ja genau, ich habe immer gesungen, wenn ich gelegen oder was immer. Aber wo hast du angefangen, Musik? Ja, es war eigentlich schon in dieser Zeit auch gewesen. Ich habe ein Keyboard bekommen, so ein altes Yamaha-Keyboard von meiner Großmutter. Das war sogar dann schon alt gewesen, als ich es bekommen habe, aus der Brockenstube. Und nachher habe ich einfach angefangen, eben lustigerweise den Trooper zu machen, spielen. Also, ich habe es natürlich nicht so gut können, gell? Ich habe selber ein bisschen drauf rumgeklimpert, aber dann auf Kassette nachher das Zeug aufgenommen und dazu gesungen. Und ich glaube, das waren so meine ersten Songs gewesen. Leider hat es meine Mutter später mal nachher wieder in die Brockenstube gegeben, die selber aufgenommene Kassette. Irgendjemand hat es dann gefunden. Ja, vielleicht. Oder genau, überspielt. Also für alle Ultra-Fans, irgendwo in einer Brocke. Ja, fast wie bei den Bitcoins oder Leute. Ja, genau. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich auch relativ schnell mal auf die Idee gekommen, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen, oder? Ja, also es hat sich dann schon rausgezogen, weil es hat so Phasen gegeben, natürlich nachher Pubertät, das war irgendwann auch eine 7. Klasse, so, was auch nicht mehr so cool war, zu singen, in der Schule vor allem, oder? Und irgendwann in der 9. habe ich nicht mitgesungen bei einem Song, einem Musikunterricht, dann hat der Lehrer gesagt, Thomas, jetzt kommst du vorsingen. Ja, jetzt lachst du, oder? Ja, ich bin Musiklehrer, weißt du, bis zum Sommer. Und ja, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, was geht eigentlich in diesem Kopf ab? Es gibt sicher gute Gründe, aber ich habe keine Zeit für die jetzt. Aber jetzt musst du sagen, das ist wirklich ein riesen Einfluss als Lehrer. Das ist krass, oder? Der Lehrer, der hat dann gesagt, jetzt kommst du früher singen. Und dann habe ich so, ja, also gut. Dann habe ich einen Beatles-Song, ist das, glaube ich, Let It Be, so, müssen singen zusammen mit seinem Klavier, oder? Und dann habe ich auch zugelassen. Das ist peinlich für eine Gier in diesem Alter. Aber dann am Schluss haben alle geklatscht. Und inklusive vom Lehrer, oder? Und er hat gesagt, jetzt ist es gut gewesen, jetzt hast du gesungen, oder? Und dann, das war so der Satz gewesen, oder ein Erlebnis gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich glaube, das liegt mir noch. Und ab dann habe ich nachher so regelmässig, eben wirklich Alltag, halbe Stunde heim gesungen, alle Nachbarn aufgeregt haben, das ist klar, so einem Block. Und etwa mit 17 war es dann erst nach dem Gimmer, wo ich wirklich ziemlich fertig war. Mit dem Gimmer ist ein Typ auf mich zugekommen und gesagt, ja, wir suchen noch Sänger und so, ob ich nicht Lust hätte. Ich weiß nicht, ob der bisher gehört, dass ich singen kann. Also, er hat gesagt, ja, ich kann mir schon mal vorsingen. Und dann in die Lady in Black müssen üben und so. Und dann bin ich dort vorbei, so einen Bauernhof oder Keller in die, einfach singen. Und dann haben sie gefunden, ja, das passt. Das war dann meine erste Band. Mhm. Einfach sehr lokal, einfach mit anderen Gleichaltrigen. Ja, wir haben ein paar Auftritte gehabt, selber organisiert, die Gains, Bärenmeikirche, so. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das bist du dann noch gekommen, gell? Ja. Sehr gut, sehr gut. Cool. Ja, und wie bist du irgendwo auch so ein bisschen in eine Community reingekommen? Oder hast du andere Leute gefunden, die auch Metal hören? Oder bist du mehr ein bisschen für dich gewesen? Oder wie war das für dich gewesen? Ja, also beim Hören. Ja, ich meine, oder, du hast die Kassette gehabt, du hast die Musik gehabt, aber wie, also bist du dann auch mit, eben, durch die Musik machen mit anderen, logisch auch mit anderen zusammenkommen, aber einfach auch sonst, weißt, hast du dich auch als Fan von einer Fankultur gesehen, oder ist das mehr einfach ein persönliches Ding gewesen? Ja, ich war immer schon ein Einzugänger-Typ gewesen. Ich habe eigentlich nie so die Gemeinschaft gesucht, die grosse, so mit anderen Gleichgesinnten, obwohl eben, ich bin gerne noch Konzerte ab und zu, aber ich bin jetzt nicht der grosse Konzert
gegangen wie viele andere, die dann alle Wochen 3-mal irgendwo im Heavy Metal verlochen waren, oder? Und ja, ich bin einfach lieber daheim gehockt und habe dann eben meine Lieder einstudiert und gesungen und habe sie dann aber gerne auf der Bühne präsentiert. Also es war natürlich der Ausschlag gewesen, dass wir dann auch live auftreten können und irgendwie die Leute damit beeindrucken. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Antrieb von jedem Musiker wahrscheinlich, oder? Dass man einfach sein Talent irgendwie zur Show stellen. Aber natürlich auch die eigenen Ideen. Das ist dann das so Fakt halt auch. Ja, das ist cool. Also ich finde es noch spannend, eben, wie viel inneren Antrieb du schon ziemlich früh für die Musik hast entwickelt. Das kenne ich jetzt nicht von vielen. Also die meisten so Biografien von Leuten, die ich kenne, die Musiker sind, das ist so zwischen Teenager und 25, wo das irgendwie jetzt muss ich auch mal etwas machen. Das finde ich wirklich noch spannend. So. Ja, Zeit ein bisschen voraus. Dafür höre ich dann früher, oder so. Ja, genau. Bevor wir zum nächsten Song kommen, muss ich da schnell ein bisschen ausholen. Weil eben, es gibt so ein paar kleinere Überschneidungen, die wir haben, weil wir beide auch irgendwo so ein bisschen eben ähnliche Leute kennen. So. Irgendwo in dem Kuchen von dem Elements of Rock, mit dem Festival, das Unblack organisiert, und von der Metal Church haben wir irgendwie ziemlich viele Leute, die dich kennen und die mich kennen. Und in dieser Band, die ich singe, in der Metal Church, bist du mein Vorgänger vor gefühlt 100 Jahren wahrscheinlich. Cool, für irgendwie ein Jahr oder so. Gab bei der Gründung, gell? Ich hatte das Gefühl, wir steigen oben ein. So. Ja gut, also, du hast dann auf ein neues Level gekommen. Ja, merci. Aber was ich einfach sagen will, ist, etwa noch 6 Jahre später, nachdem du gegangen bist, und wir haben so geübt für einen Gottesdienst und gemerkt, das Zeug sitzt noch nicht und müsste das noch und so. Und dann ist einfach immer wieder ein Spruch gefallen, Giele, kein Problem, Tomba rettet uns. weil scheinbar ist so ein bisschen die Theorie gewesen, das wird hennenlaut, hennenlärmig und alle schauen auf den Tomba singt und er ist gut, dann sind alle zufrieden. Also, Tomba war mein Nickname gewesen, quasi, muss ich genau sagen, zum Verständnis. Aber ja, merci, das höre ich natürlich jetzt sehr gerne und glaube zum ersten Mal. Vorher ist es aber nicht sagen, aber das ist schön zu hören. Genau, und die Person, die wir beide kennen, wo für dich auch irgendwo biografisch glaub, noch recht wichtig ist der Pastor Bob. Kannst du kurz für die nicht wissen, wer das ist, schnell so ein bisschen sagen, was ist das für eine Person? Ja, der Pastor Bob ist so eine Urlegende, ein Urgestein vom christlichen Heavy Metal. Also, er war in den 80er Jahren echt dafür verantwortlich gewesen, dass der christliche Heavy Metal überhaupt hat eine Fahrt gewonnen und ist überall auch dabei gewesen, dann beim Fördern von diesen Bands, die es dann gegeben. Und ich habe eigentlich Begegnung gemacht, eben ohne sie ihn kennt, mit dem Pass Bob, dann, indem sie meine erste CD, die ich geschenkt bekommen von meiner Tante, sie wusste, ich gerne Heavy Metal, und sie dachte, was könnte ich dem schenken, wo jetzt aber nicht so satanistisch ist, wie sonst alles, oder? Sie schauen, so in einem christlichen Laden, auch Heavy Metal, ist dann schwierig zu finden, aber sie haben dann tatsächlich eine Band gefunden, Tourniquet, oder, die geheissen. Und die Tourniquet-Scheibe hat sie mir dann zur Hochzeit geschenkt, also nicht zu meiner Hochzeit, sondern eben zur Hochzeit von meinem Onkel, wo ich dabei war. Und hat mir gesagt, die CD musst du einfach heute noch abspielen für einen Hochzeitstanz oder vom Onkel. Hat er sich gefreut. Das haben wir natürlich gemacht. Und ich hatte dann fast am meisten Freude von allen natürlich, und auch längerfristig, weil die Songs da drauf, die sind mir geblieben, und ich habe auch probiert zu singen. Das ist nicht ganz der Stil, den ich sonst eigentlich kennt. Das war ein bisschen härter gewesen, oder? Ja, genau. Es war weniger melodiös gewesen, progressiver, genau. Ja, aber es hat auch gefällt. Also, ja, bei dieser Phase, wo du gerne die Eltern vielleicht noch ein bisschen aufregst, ist ja alles, was härter ist, noch cooler. Und dann eben, zurück zum Pass Bob. Ich habe nachher irgendwann im Nachhinein, als ich den Pass Bob lernen kennen, habe ich dann gemerkt, dass der die CD hat mitgeholfen, finanzieren, produzieren und hat sogar einen Teil noch drauf gespielt mit seinem Harmonium. Und das ist eigentlich schon recht verrückt, wenn man überlegt, so, aber im Nachgang, etwa 20 Jahre später, merkt man, dass die erste CD, die man von diesem Typ ist produziert worden, wo man nachher ein gutes Verhältnis hat mit ihm und einfach merkt, das ist ein super Mensch. Und den habe ich lernen kennen. Aber wie gesagt, etwa 20 Jahre später, im Elements of Rock Festival in Uster war der gewesen, und ich bin dort so ein bisschen für mich allein gestanden, bin eigentlich wegen Sam gekommen, der mich eingeladen hat, eigentlich niemand gross kennt. Und plötzlich
dreht sich der Pastor Bob um, hast gerade so von Leuten umgegeben in der Traube und dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, er hat das Gefühl, Gott hat etwas für mich parat und er will gerne mir schnell ein bisschen reden. Dann sind wir irgendwo hergehockt, oder? Und dann hat er mir da erzählen von sich, wer er sei und so. Und er hat das Gefühl gehabt, ja, Gott hat für mich eine grosse Aufgabe im Metal-Bereich parat, als Musiker. Und dann bin ich nicht in der Band gewesen, oder? Also beziehungsweise eben höchstens so in der Lokalband. Und ich dachte, ja, das tönt gut, oder? Ja, erzähl weiter und so. Und dann sind wir eben darauf zu sprechen gekommen, dass er eben bei Tourniquet mitgewirkt hat. Und ja, so habe ich das erfahren. Recht lustige Geschichte. Das ist eine komische Vorausblende dort irgendwie. Voll. Und wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du gedacht, okay, weird, oder hast du das Gefühl gehabt, mal, das wollte ich glauben, oder was ist dir durch den Kopf gegangen? Also, glauben tut mir ja gerne das Zeug, oder? Das ist klar. Ich dachte, ja, mal schauen, oder? Ich habe gedacht, ja, dass ich kann singen kann, das habe ich gewusst in dem Sinne, aber dass man einen Erfolg hat damit, das ist ja nicht gesagt wegen des. Es gibt viele gute Musiker und wären nicht alle in dir erfolgreich auf dem, was sie machen, aber sie es können vielleicht. Und ich habe nachher, ja, das Glück gehabt, oder ja, den Weg halt irgendwie gehabt, dass es tatsächlich klappt, schlussendlich nachher ein paar Jahre später. Ja, das ist schon noch spannend, so. Crazy. Also komm, wir hören doch den Song. Ja, von Tourniquet. Und ich probiere ihn gar nicht erst auszusprechen. Der Anfang ist schlimm, also das ist das, was der Pass Bob gespielt hat. Muss man vielleicht noch anmerken. Das ist wirklich, mir gefällt der Anfang überhaupt nicht, aber der Rest ist cool. Here we go. Childhood game, Uncle Wiggily. I cower in abject horror approaching space number 109, home of the gaunt and haggard shell of the Skeezix.
Think of what it does to rank a child of 2 or 3. They know and feel much more than we will give them credit for. And all they want in life from you is love and nothing more. What painful eyes begin to cringe when you walk through the door. Remember, children are a gift of love sent from the Lord. Blitzableiter. Rock und Metal. Ja, Tourniquet, auch wieder so ein Name, den ich glaube so in der christlichen Metal-Szene immer wieder habe gehört und habe gesehen. Ich bin selber eben relativ wirklich spät in diesen Kuchen irgendwie dazugekommen. Also wirklich etwas vor etwa 10 Jahren oder so. Eben quasi dann, wo du plötzlich so ein bisschen vor der Bildfläche verschwunden bist, wo du eben so ein bisschen auf der grossen Bühne unterwegs bist. Aber ich kann mich noch erinnern, so auf diesen Flyer von der Metal Church, wenn es darum ging, ist, ah ja, und übrigens, du hast eine Band, und dann sind die noch einzeln aufgelistet gewesen, und dann immer so in Klammern, so in welchen Bands das die gespielt haben. Und bei deinem Namen ist immer Emerald gestanden. Und in meinem Kopf so, Emerald, das ist irgendwie, das muss ich wahrscheinlich kennen, aber ich bin nicht aus der Szene, also weiss ich es nicht, aber du kannst mir jetzt erklären, was Emerald ist und ob ich das muss kennen. Ja, Emerald. Ja, das musst du unbedingt kennen. Nein, es ist halt eine Band, die es seit ewig gibt. Oder? Man kann schon fast nicht mehr sich daran erinnern, wenn sie gegründet wurden. Wir haben vorhin fachgesimpelt, der Sam und ich. Wir sind einfach zum Schluss 1995 gewesen. Das ist doch schon eine Weile her für die einen oder die anderen. Von den beiden Brüdern Wosche, die auch schon im Heavy Metal waren und interviewt wurden vom Sam. Und die Band, die hat tatsächlich das ein oder andere Album in der Zwischenzeit rausgegeben, also sie waren fleissig gewesen. Und irgendwann, wo sie sich von ihrem ersten Sänger haben getrennt, oder zweiten, ich weiß gar nicht mehr, Ivo Julmi, hat nachher mir der Schlagzeuger der Band geschrieben gehabt. Ich weiss nicht warum genau, dass er auf mich ist gekommen, das kann man jetzt gar nicht mehr erinnern, aber jedenfalls hat er mir geschrieben und gesagt, ja, hey, ich gehört, ich sei der Sänger und so, und ob ich nicht Lust hätte. Und er hat gefunden, auch super, oder? Das ist der nächste Schritt der Karriereleiter als Heavy-Metal-Sänger. Und das war halt, das Tüdingen im Freiburgischen und ein bisschen mühsam dorthin zu kommen, aber, sie haben alles gehabt, so, was man sich vorstellt als Band, einen richtigen Bandraum und das ganze Equipment und alles drum und dran. Und du hast schon gewisse eben Namen in dieser Szene, die halt klein ist, aber dafür auch sehr true zu sich selber, also sprich einfach authentisch. Und nachher haben wir dort angefangen Musik zu machen, gefunden, es passt zusammen. Und dann haben wir mit diesen 2 Alben aufgenommen, über die nächsten plus minus 4 Jahre, bis ich eben schluss am Ende wegen meiner nächsten Band nicht mehr so viel Zeit hatte, Glory Hammer, habe nachher gesagt, ja, muss mich entscheiden zwischen dem einen oder anderen. Und dann, die Entscheidung war insofern gefallen gewesen, weil halt bei Glory Hammer ist einfach mehr vorwärts gegangen, schluss am Ende. Ja, wir haben eine gute Zeit gehabt, gute Erinnerungen an Emerald und es waren lustige Gesellen, also flotte Typen gewesen. Und funktionell, also, eben, du hast ja gesagt, eben, du tust auch Musik selber machen, also Songwriter, also nicht nur einfach singen. Was war dort so ein bisschen deine Funktion gewesen? Bei Emerald habe ich vor allem die Lyrics geschrieben, wie auch fast eigentlich bei den meisten anderen Bands, die ich involviert war. Ich bin nicht der musikalisch Begabteste, ich habe vorhin erzählt von meinem Keyboard. Das ist leider bei der Grundkenntnis geblieben, sprich, ich habe nur die einzige Begabung, die einfach zu singen. Und mit dem Singen ist halt Songwriting ein bisschen schwieriger.
Und wenn ich aber einen Song habe geschrieben, dann ist es immer sehr lang gegangen, weil ich entsprechend haben müssen quasi die Instrumente irgendwie können abbilden für die anderen, verständlich machen. Im Kopf hätte ich die Melodie gehabt. Aber wenn du es nicht kannst kommunizieren, ist es noch schwierig. Und darum habe ich mich eigentlich vor allem auf das Lyrics schreiben beschränkt. In den Und halt deine eigenen Melodien. Melodie, Gesangsmelodien, genau. Richtig, das ist immer das, was ich gerne gemacht habe. Und glaube, ja, gut, da können wir. Und was waren dort so ein bisschen deine Inspirationen gewesen? Also, weil ich bin auch in verschiedenen Musikrichtungen unterwegs und ich finde es immer so lustig, wie in gewissen Genres gewisse Texte völlig normal sind und im anderen Genre würde der Tart also zu Berg stehen und sagst, das passt überhaupt nicht. Was war für dich so die Inspiration gewesen? Also am Anfang ist sicher, bin ich so ein einer ernsteren Herangehensweise an die Texte hergegangen. Und dort ist mir noch wichtig, eben eine Botschaft, die irgendwo durch einen tieferen Sinn hat, zu vermitteln. Und das ist ein bisschen abhanden gekommen, später bei Glory Hammer, das war dann mehr Spass gewesen. Und natürlich die Geschichte, die man erzählen, die Fantasy-Geschichte. Aber bei Emerald, wenn man die Texte liest, merkt man schon so ein bisschen, woher es kommt. Also, da ist sicher eine gewisse Botschaft drin. Er hat immer so einen tieferen Kern, das Ganze. Und insofern ist es sicher lyrisch ein bisschen anspruchsvoller als das, was er nachher hat gemacht hat. Aber das nachher ist halt irgendwie, ja, hat besser passt zum Stil der Musik. Ich finde es noch spannend, was du erwähnt hast, eben ganz am Anfang, Iron Maiden, dass auch das Theatralische dran die auch inspiriert hat. Und für mich ist das immer so ein zweischneidiges Schwert, oder? Es ist so ein bisschen wie das Theater, finde ich faszinierend, die Show. Und einfach so, wir erzählen jetzt irgendwie einen grossartigen Epos, Mythos, was auch immer. Und auf der anderen Seite dann gleich eben so das tiefgründige, persönliche, ehrliche. Und das ist manchmal so schwierig, das wie zu vereinen. Und das ist halt manchmal mal ein bisschen die andere Richtung. Ja, bei Maiden sind natürlich schon ernstere Themen. Ist klar, ist nicht weil sie das eben irgendwie fertig gebracht haben, das zu fusionieren. Und ich habe das Gefühl, vielleicht funktioniert es genau wegen dem so gut. Also ich habe das zum Beispiel noch spannend gefunden. Ich habe viel eben, wenn ich mal go Musik höre, also so live, dann ist es meistens irgendwie wieder mal etwas ganz anderes. So. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal bei ein Konzert von Kollegen, die haben irgendwie so Jazz-Zeug, alles super gute Musiker und hat den Sound cool gefunden. Und dann ist die Sängerin auf die Bühne gegangen und hat irgendwie so ein bisschen theatralisch gesungen und mir hat es voll abgelöscht. Und dann denke ich, ich will nicht hier sein, um das Theater zu schauen, ich möchte die Musik und ich möchte die Musik sehen, wie sie Musik machen. Und irgendwie einen Monat später bin ich irgendwie im Muse zu Zürich im Hauenstadion schauen und das ist eigentlich auch ein riesen Theater und dort hat es mich null gestört und dann habe ich auch so ein bisschen wie für mich gesagt, okay, es ist wirklich so, eben, ist es wie kongruent, passt es so ein bisschen wie in sich und das ist, ja. Ja, ich glaube, es kommt doch darauf an, wie es gemacht ist. Ja, klar, natürlich, die Produktion ist krass durchdacht und so. Und auch mit den Mitteln, wo natürlich grössere Bands eben haben, wie jetzt Muse zum Beispiel, oder Rammstein natürlich mit der Show. Ja. Da gehen die Leute vor allem auch, also nicht nur, aber auch wegen der Show. Ja. Und ich muss so sagen, mir so immer wichtig gewesen, eine Show zu bieten, live, wo die Leute abholt, weil es gibt viele Musiker, die eben das nicht machen. Und dann habe ich gemerkt, ja, die spielen zwar super gut Gitarre oder was weiß ich, aber es interessiert einfach den Durchschnittsmusikhörer nicht besonders. Oder? Der will lieber etwas erleben. Die einzigen, die sich das leisten können, sind vielleicht Dream Theater. Ja, genau. Genug Nerds finden, dass das Publikum zusammenbekommst. Aber ja, super. Bevor wir den Schritt machen zu Glory Hammer, wo glaub, ein bisschen mehr eben mit dieser Bühne spielt und mit diesen Geschichten spielt, mit Kostümen und all das Zeug, möchte ich zuerst noch Emerald hören. Ja, genau. ja, und hören mal, was du dort für Arbeit abgeliefert hast. Oh. Thank
Ja, Emerald, wo du bist Sänger gewesen. Elende Solar, oder? Solar, immer die Metallmusik da. Nein, und wie kann man sich das vorstellen, in der Zeit, wo du bist, dort dabei gewesen, also, dann hat er Alben aufgenommen, hat er Konzert gespielt, so, wie kann man sich das so grössenordnungsmässig vorstellen? Ja, also die meiste Zeit war man halt im Bandraum, ein Bier getrunken, oder? Wie sich das gehört für eine Heavy-Metal-Band, eine lokale. Aber ab und zu haben wir Auftritte gehabt. Einmal sogar eine Tour international, also meine erste Europa-Tour war das gewesen. Und als Vorband natürlich nur. Aber das war dann schon ein Erlebnis gewesen, mal so in einem richtigen Nightliner mitzufahren und zu schlafen. Und ja, das erste Mal ist immer cool, oder? Und mit der Zeit haben wir es dann auch gesehen. Ja. Aber das war lustig. Dann war es zwischen meinen Notariatsprüfungen ist das gewesen. Völlig crazy, wenn ich so zurückdenke. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe schlussendlich, aber es hat nicht geklappt. Zuerst die schriftlichen und dann etwa einen Monat später die mündlichen gewesen. Und dann musste ich lernen für die mündlichen Prüfungen. Und währenddem die anderen Abend ausschlafen und ich musste aufstehen morgen, Wecker stellen und dann büffeln. Suboptimal. Krass. Aber das ist eben so, die meisten Sachen so ein bisschen im Raum Schweiz, Deutschland oder was seid ihr unterwegs gewesen? Ja, also Deutschland ist natürlich ein sehr grosser Markt so für klassischen Heavy Metal, aber es war eigentlich ganz Europa gewesen, also kontinental und sogar, was mir recht ist, noch in England. Das erzähle ich sagen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau jeden Gig erinnern, es liegt bekommen Bier noch. Ja, genau. Hast du dann noch vorhin in der Pause eben schnell haben wir uns eben darüber unterhalten, dass Bier so ein bisschen für uns zwei zumindest der Killer ist für die Stimme, aber ja. Genau, aber vielleicht habe ich es schon ein bisschen besser verdreht oder ist mir vielleicht noch ein bisschen weniger aufgefallen oder bei dieser Musik ist es ein bisschen weniger aufgefallen. Ja. Nein, ich habe gemerkt, so, ich kann nicht mehr trinken auf Tour, es geht nicht, weil eben sonst greift die Stimme zu fest an. Aber dann zumal, glaube ich, so zu Emerald-Zeiten hat es schon noch ab und zu mal ein Bier gegeben. Und dann ist ein Szenenwechsel gekommen und du bist dann quasi zu einer anderen Band gegangen, wo ziemlich ein Begriff geworden ist, habe ich das Gefühl. Also ich habe irgendwie, also wenn man so Aufrufzahlen bei den Videos anschaut, so ist ziemlich ein Erfolg da gewesen. Gloryhammer, wie bist du da dazu gekommen? Und was ist so ein bisschen was ist so ein bisschen der Move gewesen, mal, das probiere ich jetzt? Ich habe eigentlich mehr beworben für Dragon Force als neuer Sänger dann zumal. Das war etwa 2009 gewesen. Und dann ist der alte Sänger ausgestiegen oder sie haben rausgeschossen, ich weiß gar nicht recht. Und sie haben einen neuen gesucht. Ich bin aber ein bisschen zu spät mit der Bewerbung und sie haben erst schon den neuen gehabt. Sie haben mir geschrieben und gesagt, ja, wir sehen uns sicher mal auf Tour später. Und dann dachte ich, ja klar, oder? Ja. Das ist so Standard-E-Mail. Und nachher bei diesem Bewerbungsvideo, das jeder aufladen auf YouTube, haben sich nachher eben andere umgeschaut. Und dann, Glory haben wir es noch nicht gegeben, offiziell. Das waren einfach ein paar Typen, die eine Band gründen und haben einen Sänger gesucht. Und da hat mich nachher eben der eine angeschrieben von Hailstorm, der Chris, und gesagt, ja, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen als Sänger mitzumachen, sie wollen eine Band gründen. Oder? Und, die Idee wäre einfach eben eine Band über Schottland. Und ich dachte, ja, das ist noch gut. Und einfach gefunden, ja, mal etwas Internationales. Das war natürlich sehr spannend gewesen. Zur gleichen Zeit haben wir aber noch Chinesen angeschrieben. Dann habe ich auch noch mitgemacht und so. Und CD mitgeholfen schreiben. Ja, genau, Bark of Dante ist das gewesen. Wenn der Sam da aus dem Hintergrund richtig sagt. Genau. Und ja, das war eine lustige Zeit gewesen. So natürlich sehr spannend für mich als Schweizer, der schon noch nie gross im Ausland war. Plötzlich nachher eben auf dem internationalen Parkett zu stehen. Aber ja, ich dachte, ja gut, eben, es muss nicht zwingend besser sein als Emerald, aber... Hast du damit gerechnet, dass es dann wirklich läuft, ein Erfolg? Nein. Oder hast du gedacht, das ist einfach so ein Nebenprojekt und irgendwie... Ja, das hat echt niemand erwartet oder für uns. Wir haben einfach gefunden, ja, wir probieren es mal. Und sie so guten Mutes und frohen Dinge sind wir ins Studio gegangen, aufnehmen. Nachher, wir es gar noch nicht kennengelernt vorher. Ausser bei einem Fotoshooting mal gesehen. Und dann haben wir die CD aufgenommen. Und kurz darauf sind wir dann noch das Videoclip aufgenommen zu Angus McFive. Und nachher ist das plötzlich ein losgegangen. Innerhalb von ein paar Tagen 1 Million Views gehabt. Innerhalb von 2 Tagen oder so. Das war echt, ja, wirklich Raketenstart gewesen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das könnte etwas werden mit dieser Band. Und dann habe ich irgendwann Emerald gesagt, ja, Buben,
da 2-mal Woche bei euch eine Band rumsaufen, ist zwar lustig, aber vor der Zeit her liegt es ja nicht mehr so ganz Sinn, wenn ich noch als Notar muss arbeiten, gell? Also zu dem Zeitpunkt hast du die Prüfung eben schon gehabt? Du bist schon in der Arbeit als Notar und dann hast du das Gefühl gehabt, jetzt wollte ich noch eine internationale Band. Genau, das war etwa 2012, als ich bei Gloria, oder 2011, als ich angefangen habe. Und 2013 ist nachher das erste Album rausgekommen. Und dann ist es dann richtig angefangen mit Konzert, oder das erste Konzert und so. Und dann habe ich dann auch als Notar angefangen. Ab April 2013 war das gewesen. Das war also alles auf das Mal natürlich gewesen. Und ja, dann irgendwie musst du dich halt mal entscheiden, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, oder sonst machst du dann alles, aber nicht richtig. Und dann hat er gesagt, ja, eben, ich muss mich jetzt fokussieren auf das, was am meisten Potenzial hat, und das war dann Gloria. Du sagst eben, eine Band über Schottland, da wird natürlich hellhörig, gell? Ja. Ich war heute Morgen noch dort gewesen. Ja, krass. Edinburgh, ja, hast du ich gesagt, bin dort ziemlich, also jetzt bei der Volksmusik halt verwurzelt. Ja, also, was ist dort das Konzept? Kannst du das vielleicht schnell ein bisschen erzählen? Glory haben wir... Ja, es ist eine Fantasy-Band, also das war eine Geschichte vom fiktiven schottischen Prinz Angus MacFife, der gegen das Böse muss kämpfen. Eigentlich nichts Spektakuläres von der Geschichte her, aber halt, weil es in Schottland ist domiziliert war, die Geschichte, ist es so speziell gewesen, weil Schottland ist halt eigentlich sonst in der Stadt nicht so wahnsinnig toll, wie man sich es vielleicht vorstellt, abgesehen von Edinburgh, finde ich wirklich eine schöne Stadt. Aber die andere ist jetzt nicht besonders sehenswert oder so. True. Ja. Und darum ist es halt so ein bisschen sarkastisch-ironisch das Ganze aufgezogen gewesen. Und ich glaube, das war dann so ein Trend gewesen, der am Kommen war, oder vielleicht haben wir den ausgelöst mit diesen Meme-Bands, sage ich jetzt mal, die es dann gegeben nach dies nach. Aber das war dann noch nicht so eine Sache gewesen, wie es jetzt heute vielleicht ist mit diesen Gimmick-Bands. Ganz früh hat es natürlich schon solche gegeben, sich verkleidet auf der Bühne, aber ich glaube, solche, die sich als Figuren von ihrer eigenen Geschichte haben verkleidet, hat es auch vorher noch gar nicht gegeben. Und ich habe gefunden, ja, es wäre doch cool, oder? Jeder ist nachher ein Charakter auf der Bühne und hat dann sein eigenes Outfit mit verschiedenen Farben vielleicht auch noch und so. Und dann habe ich eben da die grüne Rüstung gefunden auf dem Internet, bin ich ein bisschen googeln und so, und dachte, das wäre noch etwas. Und dann habe ich gekauft und gesagt, ja, wenn wir das brauchen, dann haben die anderen gesagt, ja klar, oder super. Und dann sind wir ein Fotoshooting machen mit dieser Rüstung. Das ist übrigens knapp geworden. Und die bestellt auf dem Internet. Und es ist wirklich so, an dem Tag, als ich abgeflogen bin, ist sie, bei mir daheim. Oh Gott. Oh ja, keine Riesensache. Aber habt ihr dort als Band das Konzept geschrieben oder die Texte oder die Geschichte? Oder wie ist das dort abgelaufen? Ja, angefangen haben sie mit 3 Demos, wo ich noch nicht dabei war. Also 3 Demos haben sie geschrieben gehabt. Und nachher den Rest der Geschichte haben wir zusammengeschrieben. Und jeder hat so ein bisschen seinen Senf dazugegeben mit den Lyrics. Ausser der Bessler hat mehr sich auf Bassspielen konzentriert. Aber die anderen haben auch so ein bisschen mitgeschrieben. Und nachher im Studio haben wir natürlich das eine oder andere noch umgeschrieben, wo schon ist bestanden war, wie es halt so geht. Da sind wir etwa eine Woche, eine gute Woche zusammen im Studio gehockt und haben Zeug eingespielt und eingesungen. Und ja, nachher ist das Ganze irgendwie so entstanden. Das ist schon noch spannend, den Prozess so ein bisschen mitzuerleben. Eben, dass man relativ schnell eigentlich ein Album wegschustern kann. Weil vorher haben wir immer eben mit dem, das ist echt jahrelang, sag ich mal, nicht so viel gelaufen wie dann innerhalb von 2-3 Monaten, oder? Also ist alles viel schneller gegangen. Cool. Also bevor ich Fragen stelle zu wie das plötzlich ist, eben international unterwegs zu sein und wie das vielleicht anders ist, als man sich erwartet und wo das ja auch ein bisschen die Herausforderungen dort sind, hören wir uns doch den ersten Song von diesem ersten Album an, oder wie ist das gegangen? Ja, gerne. Das wäre eben der Angus MacFife, der Charakter, der ich geprägt, der mich hat geprägt und wo ja, glaube ziemlich zentral war für meine musikalische Entwicklung. He is the prince of the land of fire, noble and true with a heart of steel. Now in his last ways it shall be his, Angus MacFife is his name.
Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Genau, es ist 20 ab 8 und ihr seid im Blitzableiter auf Radio Blitz im Heavy Mental und wir wollen gar nicht lange unterbrechen, aber wir wollen gleich kurz schnell noch einmal unsere Nachtelnummer durchgeben, wenn ihr eine Frage habt, zum Beispiel an unseren Gast oder auch an die Metal Church Mitglieder, die hier sind. Bei mir wäre das 079 930 55 88 oder ihr meldet euch bei Metal Church unter 079 739 09 59. Und damit geht es weiter mit dem Silas und dem Thomas. Ja, ich habe es vorher schon angetönt. Plötzlich international zu reisen ist, glaube ich, etwas anderes. Die Bühnen sind auch ein bisschen anders. Eben der ganze Songwriting-Prozess war anders. Was ist für dich persönlich die grösste Änderung gewesen? Ja, sicher zu reisen, und zwar allein reisen. Bin ich vorher noch gar nie, bevor ich in dieser Band war. Und nachher plötzlich eben, musst du halt jedes Wochenende im Schnitt nachher, so gefühlt haben wir zumindest, in ein anderes Land reisen. Oder bist du unterwegs halt eben in einem Tourbus. Jeden Morgen wachst du irgendwo anders auf. Das war sicher die grösste Änderung gewesen. Und nachher halt auch in Kostüm auftreten. Also man unterschätzt es auch ein bisschen, aber es ist noch recht mühsam. Also temperaturmässig? Ja, oder? zum Beispiel. Also, der zweite Auftritt, den wir hatten, der erste war eigentlich auch schon genug schlimm gewesen. Das war so in einer kleinen Halle gewesen. Und der zweite war aber im Metal Days, hat das geheißen, Festival in Slowakei. Oder Slowenien, sorry. In Slowenien. Und bei etwa gefühlten, wenn nicht effektiven 35 Grad Celsius an der Sonne. Und zwar ungefähr zur Mittagszeit, so als erste Band. Und dein Kostüm ist eigentlich eine Ritterrüstung, mehr oder weniger? Ja, kann man so sagen. Es ist so das Leder, fair enough, aber das macht es nicht viel besser. Gell? Und dann sind wir wirklich fast vergangen. Und viel schlimmer, es hat natürlich noch viel schlimmer gegeben, in Spanien zum Beispiel. Also, du kannst dir vorstellen, oder in Südspanien bei 40 Grad auf der Bühne zu stehen, so am Nachmittag, ist nicht so super cool. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Aber es ist ein Erlebnis, und ja, wenn man es nachher schafft, dann fühlt man sich nachher im Nachhinein dafür wie ein Held, also wie ein richtiger Held, nicht nur in einer Vorgeschichte. Ja, der schlimmste Auftritt ist übrigens notabene, vielleicht noch ganz kurz eingeworfen, in Zentralamerika gewesen. Das ist ja eben draussen vielleicht so 40 Grad. Aber dann drinnen haben sie leider keine Klimaanlage gehabt. Oh nein. Kaputt gewesen, scheint's. Oh, schade. Ja, nicht mal mehr die Arme lüpfen, weil es wirklich von Schwäche her einfach hast du nicht mögen nach 10 Minuten. Und das Hin- und Her-Switchen zwischen dem und dann plötzlich wieder seriös am Tisch hocken und Formular ausfüllen. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, es sind zwei Welten. Es war eine gute Abwechslung. Immer so ein bisschen für den Trocknung, sagen wir mal, wieder Job eben am Schreibtisch abzuwechseln mit dem, was du eben auch mehr auf der Bühne musst rumsäckeln. Das war so ein bisschen mein Sportprogramm, könnte man sagen. Und so Jetlag und Ruhetag, und wie hast du das unter einen Hut bekommen? In diesem Alter ist es noch gegangen, oder? Aber man merkt es halt jedes Jahr ein bisschen mehr. Ich glaube, da können die ein oder andere Lied singen davon. Gell? Das ist wie beim Ausgang, wenn du in die gehst, saufen am Vorabend und dann merkst du am nächsten Tag, ja nein, der Tag ist jetzt am Arsch, oder? Auf gut Deutsch. Dann machst du es halt irgendwie schon nicht mehr so. Und beim Touren ist es sicher anstrengend körperlich. Also das hat man schon auch ein bisschen gemerkt, eben insbesondere als Sänger, wenn du halt in einem Tourbus hockst oder liegst, und das während 6 Wochen zum Teil, also so die längste Tour 6 Wochen gegangen, und praktisch jeden Tag hat man ein Konzert. Oder krass. Da braucht es einfach nur einen, der krank wird im Bus, wo er alle anderen ansteckt. Und beim Sänger hat es halt die grössten Auswirkungen, wo man dann merkt. Und wenn du international reist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du irgendetwas auflesest, wo du noch nicht resistent bist, oder? Kommt noch dazu, genau. Ja, das war wirklich so die grösste Angst von mir, eben krank zu werden auf der Tour. Und dann habe ich mich wirklich so zurückgehalten mit Alkohol, aber auch mit Schlaf. Habe ich einfach möglichst viel Schlaf genommen, so wie es ist gegangen. Andere sind da aber durchgemacht oder die Nacht. Aber eben, Schottland, also wie viele von denen sind denn Schotten gewesen? Schotten, kein einziger. Es ist wirklich nur das Thema. Ganz am Anfang, muss man fairerweise sagen, der Chris, der war am Anfang noch dabei gewesen, der ist schnell ausgestiegen, also um 15 oder so. Ja. Der war eigentlich Schott gewesen, hat aber in England gewohnt. Okay, ja. Und die anderen waren aus England gewesen und aus Wales. Okay. Plus ich als Viertelschweizer. Crazy. Und wie lange bist du jetzt dabei gewesen? Das waren 10 Jahre gewesen, effektiv. Krass. Ja, also
10 Jahren, 2011 etwa, eben plus minus, wo es die Band noch nicht hat gegeben, und nachher 2021, wo es zum Und das waren 3 Alben gewesen. Es waren 3 Alben in dieser Zeit. Wir waren nicht besonders produktiv gewesen, nachher eigentlich, muss man sagen. Es ist doch immer so 4 Jahre gegangen, bis das Album rausgekommen. Aber es sind halt auch relativ viele Touren in der Zwischenzeit. Also im Jahr, im Schnitt etwa 3 Monate bin ich weg gewesen. Das ist halt schon intensiv noch. Für einen, der ich, sag's mal, 100% noch arbeiten sollte. Und hast du neben dem noch irgendwie noch ein Privatleben gehabt, abgesehen von Arbeiten und Musik? Ja, also gut. Ja, es hat sich schon auf Sparflammen gehalten. Aber solange man keine Familie hat, geht es, oder? Und es ist halt nachher ein bisschen schwieriger, wenn man plötzlich ein Kind hat. Und so, dann will man halt auch nicht unbedingt so lange weg sein. Ja, genau. Wir haben mal den, wie hat der geheißen? Der Gitarrist, der am Anfang bei Elevate ist dabei war, der Simon, genau, Simon Koch. Simeon. Hat eben auch so ein Erlebnis erzählt, wo sie irgendwo waren, irgendwo auf einer Tour, und dann haben sie so einen Chill-Moment gehabt, wo sie irgendwo so irgendwie in einem Pool gehockt und irgendeinen Cocktail geschlürft, oder? Und dann irgendwie die Nachricht von der Frau, die irgendwie mit den Kindern probiert, irgendwie das und dieses, und du merkst, irgendwie so. Stellen wir es schon noch schwierig vor. Aber eben, solange dass man einfach für sich ist, das geht's, ja. Ja, und eben, wenn man auch noch nicht irgendwie 50 ist oder so, ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher. Ja, ich denke, das ist sicher ein Grund. Also, ich sage, man kann sich schon einigermaßen fit halten, auch wenn man älter ist, aber es wird sicher nicht einfacher. Ja. Ja, und jetzt logischerweise müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, warum du dort nicht dabei bist. Und das heisst vielleicht die ein oder andere ein bisschen mitbekommen. Du bist dann halt plötzlich nicht mehr dabei gewesen. Kannst du kurz ein bisschen erzählen, was dort abgelaufen ist? Ja, es war relativ dann überraschend gewesen, oder? Im Nachhinein gesehen hat es vielleicht so gewisse Anzeichen gegeben. Eben so, es ist einfach zwischenmenschlich, hat es nicht mehr so ganz gestimmt. Aber für mich war das eigentlich nie so das Thema gewesen, dass man nachher wegen dem Band auflöst und sich auseinander lebt, ja, im Sinne von, dass man gar nicht mehr zusammen auf der Bühne steht. Aber ich bin halt doch ein Pragmatiker diesbezüglich. Also mir ist es immer wichtig gewesen, die Band einfach im Zentrum zu haben und dann nicht irgendwie zwischenmenschliche Befindlichkeiten auszutauschen und wegen dem nachher Stage schliessen. Also sprich, mir ist es wichtig gewesen, den Leuten also Fans eine Show zu bieten. Und das war eigentlich immer das, was mir am Herzen ist gelegen. Und nachher eben hat das halt einfach dazu geführt, die zwischenmenschlichen Spannungen, dass es nachher offenbar nicht mehr funktioniert für die anderen auch. Also sprich, insbesondere eine Person, also ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber es ist halt nachher auch darum gegangen, dass man verweigert, Finanzen in sich zu nehmen und so, wo ich allen gehöre. Und das sind eigentlich Alarmzeichen, oder? Also für mich insbesondere als Notar. Und so wie das Vertrauen nicht da ist. Und genau, dabei wärst du jemand, der eigentlich eben ein bisschen Ahnung von Sache hat. Könnte ja etwas Positives sein, oder? Ja. Genau, sollte man meinen. Und es ist irgendwie auch ein komisch im Unternehmen, sage ich jetzt mal, oder? Wo alle sind eigentlich Anteilshaber am Unternehmen gewesen. Und wenn nachher nicht alle gleich behandelt werden, funktioniert es halt längerfristig, vielleicht auch nicht. Und ich habe einfach probiert, eben, mich dort zurückzuhalten, aber es hat dann wahrscheinlich gleich gelangt, eben für die gewisse Antipathie nachher mit Zeit aufzubauen. Und es war schade rein für das Produkt gewesen. Das kann man so sagen. Aber im Nachhinein gesehen, bin ich froh, ist es so gekommen. Ja. Was für mich spannend war, ist, du hast relativ krass die Bühnenperson eigentlich übernommen. Also auch auf deinen Social Media Sachen habe ich wie immer wieder gesehen, wie du eben in diesem Kostüm, in diesen Posen, mit diesen Dingen, du das irgendwie eben das wie mitgetragen hast und zelebriert hast und so. Und jetzt plötzlich die Vorstellung, ja, Moment, die Person gehört ja irgendwie auf die Bühne mit dieser Band. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, also das war natürlich schon noch eine Umstellung gewesen. Natürlich, ich habe mich ja nicht nur identifiziert mit dieser Figur, die ich gespielt habe auf der Bühne, sondern habe es eigentlich auch entwickelt. Also sprich, ja, das Kostüm oder das Grüne ist so ein bisschen ikonisch geworden. Und ich meine, eben, die Idee war immer, dass wir die Figuren verkörpern auf der Bühne und du musst natürlich auch reinleben. Oder? Das ist wie ein Schauspieler im Prinzip. Der muss sich auch auf seine Rolle vorbereiten, sich reindenken. Und wenn du das halt nicht 10 Jahre lang machst, dann denkst du, es kann nicht sein, dass du jetzt plötzlich nicht mehr die Figur spielst auf der Bühne. Erstens mal. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen
Hintergrund von den Fans her. Also sprich, die Leute erwarten, dass du die Figur bist und spielst auf der Bühne. Also das ist wie, wenn man jetzt würde sagen, der Alice Cooper spielt nicht mehr der Alice Cooper, oder? Das ist irgendwie, wäre auch komisch. Ja. Und das war der Grund auch, wieso sie gesagt hat, ich mache weiter als meine Figur. Und habe nachher die Geschichte eigentlich so weiterspinnen, wo wir vorher haben abgeschlossen haben am dritten Album, wo der Angus McFive, der 13. ist das dann gewesen, ist gestorben, ist ein Vulkan runtergefallen. Und das hat mir nachher eigentlich so der Anlass gegeben, die Idee, die ich schon zu Glory Hammers Zeit hatte, umzusetzen. Nämlich, dass der Angus McFive eben zurückkommt von den Toten, aus dem Totenreich raus, ausbricht und nachher wieder aufsteigt als Phönix aus der Asche. Crazy. Und damit sind wir eigentlich schon bei deiner jetzigen Band. Angus McSix. Genau. Leichtes Wortspiel natürlich. Five, wie wir wissen, als richtige Schotten hier, oder? Das Gebiet, genau. Ist natürlich nicht Zahl gemeint. Aber Angus McSix ist natürlich auch nicht Zahl gemeint, sondern es ist eine Figur, die so heisst. Und die Figur ist eigentlich die gleiche Figur wie vorher, allerdings eben eine Fortentwicklung davon. Indem sie eben von den Toten zurückkehrt, hat sie die besondere Macht gewonnen, was er zu Angus McSix macht. Und jetzt bist du eigentlich die einzige Person, die an dieser Figur schreibt, oder wie ist jetzt das? Wie funktioniert jetzt das? Ja genau, man hat die Arbeitsteilung so gehabt, jetzt für das erste Album, dass der Seb Levermann von Ornogan Songs hat musikalisch geschrieben, der Grossteil haben wir zumindest, und ich habe alle Lyrics geschrieben und so haben wir uns eigentlich sehr gut ergänzen, so relativ in kurzer Zeit, das muss man auch noch sagen. Wir haben nur eigentlich ein knappes Jahr Zeit gehabt, eine ganz neue Band aufzuziehen und ein Album zu schreiben und das Ganze zu promoten auch noch. Also das war noch vielleicht eine Herausforderung gewesen, aber es hat funktioniert und das erste Album ist tatsächlich das erfolgreichste Power-Metal-Album geworden, von den Verkaufszahlen her, die es je gegeben hat. Krass. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Holy crazy. Und dann hast du also das Debütalbum haben wir jetzt Debütalbum, ja, das ist natürlich schon noch eindrücklich. Und wie fühlt sich das, wie hat sich das angefühlt im Vergleich zu vorher? Ja, es war ein anderes Arbeiten, weil wir natürlich viel mehr Aufgaben hatten als vorher. Ja, also nicht nur müssen Songs mitschreiben oder singen, sondern eben noch das ganze Social Media betreuen und halt Verträge schreiben und das ganze... Vertrag schreiben hast du ja schon beruflich. Das habe ich können schon, genau, zum Glück. Noch gut, ja. Ja, bin auch froh gewesen. Aber schlussendlich halt auch noch die ganze Betreuung der Leute, Anführungszeichen. Also ist sie eigentlich angestellt, wenn man so will. Also die Bandmitglieder. Also es ist wie ein KMU, das du eigentlich musst führen. Und das ist halt ein bisschen mehr Verantwortung als vorher, wo du im Kollektiv bist, wo jeder gleich viel zu sagen hatte, oder? Und mit dem Erfolg hast du gerechnet? Nein, ehrlich gesagt, mit dem Erfolg hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich wusste ja eine gute Fanbase und die haben mich auch dann unterstützt, als ich ausgeschieden aus Glory Hammer. Und coolerweise eben die Fanbase, die als die Charakter irgendwie wertschätzt, nicht nur einfach als Teil von der Band, sondern das bist halt irgendwie du und dann hast du das irgendwie auch können, immer noch nutzen, oder? Ja, richtig, ja. Es ist viele Leute gegeben, die gesagt haben, du bist Glory Hammer und so und ohne dich ist es nicht mehr und so. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft, aber ich bin immer dort ein bisschen zurückhaltend. Also ich sage immer, jede Band ist wichtig und es funktioniert nur, wenn alle am gleichen Strick ziehen, oder? Und es kann nicht sein, dass nur einer nachher eben... Das war auch eines der Probleme, glaube ich, bei der Band vorher mit Glory Hammer, dass eben ich fast zu fest im Vordergrund, im Rampenlicht gestanden. Ist natürlich die Aufgabe vom Sänger, aber es kann dann auch zu Eifersucht führen bei den anderen, die vielleicht auch viel in die Band hineingegeben haben. Ja, genau. Und wir hören uns doch das jetzt an, wie das tönt, wenn der Angus McFive von den Toten zurückgekommen ist. Angus McSix.
is now free since you lifted the spell. The cycle of time has restarted again, and time that has passed ever since has passed in vain. As all the good will vanish, only evil will remain. But behold, hope is back in black and gold, and we will not retreat, as now the circle of the stars is complete. We have been far from those cosmic sparks, run to hell for a Mars, I turn on from the stars. You return to the past, always lived in our hearts, ancient light from the stars. Genau, Angus MacSix. Star-Lord of the Sixth Stellar System. Das ist ein Zungenbrecher, brutal. Ey. Sehr gut. Könnt ihr die Person fragen, die es geschrieben hat, ob es ein bisschen einfacher könnte sein? Wieso nicht sich das überlegt? Nein, genau gar nicht. Wenn du jetzt zurückschaust zu dieser Zeit, wo wir im Gespräch ganz am Anfang angetönt haben, du bist da jugendlich begeistert für die Musik, bist für dich daheim etwas am Machen, und dann kommt irgend so ein Dude und sagt, hey, übrigens, ich habe das Gefühl, du wirst mal irgendwie etwas zu tun haben in diesem Metal-Kuchen, so, da gibt es einen Weg für dich. Wie fühlt sich das so an, zurückzuschauen auf diese Person? Ja, aber wenn ich mir das so Revue passieren lasse, denke ich, das kann ja gar nicht sein, oder? Das ist eigentlich menschlich gesehen eigentlich unmöglich, aber es war offenbar trotzdem so gewesen, ja. Also, ich habe es im Passport mal gesagt, kannst du dich noch erinnern? Ich kann sich nicht mehr erinnern dran. aber mir ist es nicht geblieben, einfach, das ist noch halt schon eindrücklich gewesen, dann zumal, aber jetzt im Nachgang gesehen natürlich noch eine ganz andere Stufe. Ja. Ja. Und jetzt bist du quasi dort gewesen und ja, was kommt als nächstes? Wenn ich das wüsste, wäre ja fast wieder Passport. Genau. Ja, nein, das ist noch gut. Also im Moment bin ich natürlich sehr, sehr fokussiert auf meine Familie einerseits, wo eben halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und andererseits aber auch mein Job als Notar, wo ich jetzt noch ausbauen oder beim Ausbauen. Und zusätzlich haben wir jetzt noch eine Wohnung gekauft, zum Airbnb vermieten. Krass. Gibt auch noch etwas zu. Ja. Also schon etwas los, und ich bin jetzt selber eben am Renovieren, also nicht verhangen, ich bin nicht so handwerklich begabt leider, aber selber im Sinn von, dass ich alles organisieren mit den Handwerkern und einkaufen und Material und so, gibt auch noch ein bisschen zu tun. Und jetzt das Betreiben vom Airbnb, ja, das überlasse ich dann, glaube ich, lieber der Frau. Sonst gibt es nicht so gute Bewertungen. Sehr gut. Ja, ich finde das eben jedes Mal faszinierend, wenn ich mit Musikern rede, die eben, sage jetzt mal, einen aufwendigen, anspruchsvollen Beitrag machen bei der Musikszene, und eben mit Reisen und Zeugenschichten und so. Und das ist auch nicht automatisch einfach unter einen Hut zu bekommen. Ja, wie fühlt sich das für dich an, wenn du vorher schaust? Als Musiker, meinst du jetzt? Ja. Ja, also im Prinzip ist immer, das Musikgeschäft ist natürlich ein Business, wo du nicht kannst abschätzen, was passiert in Zukunft. Also ich meine, eben, es gibt gewisse Entwicklungen, KI, oder ist sicher ein interessantes Thema, aber auch Bedrohung sicher für viele Musiker und Umfeld, also insbesondere auch Coverartisten, die schon jetzt zum Teil... das kenne ich, ja. Ja, kennst du, gell, leider. Das ist effektiv ein Fluch, aber für Musiker zum Teil sicher auch sagen, weil sie nicht mehr müssen Geld ausgeben dafür. Aber ja, es geht halt ein bisschen die Authentität verloren durch das Ganze, oder? Es ist nicht mehr so von Herzen etwas und so und mit Herzblut, sondern es ist dann plötzlich nur noch
das Maschinencover, wo man vielleicht sieht man es noch, vielleicht auch nicht, das zum Teil ist schon sehr gut gemacht, oder? Also Bilder insbesondere, ja, kann man schon fast nicht mehr unterscheiden, wenn sie gut gemacht sind von der Realität. Und das Gleiche wird wahrscheinlich mit der Musik passieren, habe ich das Gefühl, ob man es will oder nicht. Ich bin auch nicht Fan von dieser Entwicklung, muss ich sagen, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich unumgänglich wie so vieles. Dass auch einfach irgendwann vieles nur noch ab Konserven kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also zum Beispiel auch die Stimme von einem Sänger, oder? Das ist ja mittlerweile schon möglich, dass man die kann kopieren und nachher in Songs einbauen. Wird auch gemacht, das kann auch cool sein. Bei Sängern schon gestorben, oder? Da können sie plötzlich neue Songs aufnehmen. Und das ist natürlich wiederum eine spannende Idee. Aber kann ja auch ein Problem geben, eben, wenn dann vielleicht deine eigene Stimme plötzlich raubkopiert wird und es den Songs gibt von dir, die du vielleicht gar nicht hast aufgenommen und nicht hast wollen, dass man es aufnimmt. Gott, ja. Ja, das ist sicher eine Herausforderung. Metal ist ja, also, eben, ich weiß nicht genau, was ist so ein bisschen deine Perspektive so ein bisschen über die Popularität vom Genre? Wie siehst du das? Du bist jetzt überall ein bisschen unterwegs rund um die Welt, hast so vielleicht verschiedene Szenen, Kulturen ein bisschen miterlebt. Wo hast du das Gefühl, wo geht der Metal her? Ja, also der Metal besteht auch aus vielen Traditionen, zum Glück noch, kann man sagen. Aber leider sterben die wahrscheinlich gleich auch irgendwann aus. Die richtigen Holdeggen, die das noch cool finden, die 80er Jahre Metal-Musik, ja, die sind jetzt halt auch in meinem Alter oder älter, also 50 oder aufwärts, also ich bin jetzt nicht 50, aber eben, irgendwann wird so die Typen, Iron Maiden ist noch die Speerspitze, die es noch gibt, aber auch die werden es nicht mehr ewig machen wahrscheinlich. Und dann ist die Frage, was rückt nachher? Wir haben jetzt viele, sagen jetzt eben so Kirmesbands. Mir persönlich gefällt es teilweise schon auch, aber es fehlt ja gleich auch ein bisschen so das Feuer von früher, wo man dann vielleicht nicht mehr so spürt. Aber ich verstehe, dass das gut ankommt bei den Leuten und ich meine, ich habe es selber eben lange nicht so gemacht und natürlich nicht nur wegen dem Erfolg, aber auch wegen dem Erfolg. Wenn du immer noch Musik machst, für dich selber ist es ja auch ein Schade, oder? Und dann machst du halt vielleicht auch mal Musik, die eben nicht nur dir gefällt, sondern hoffentlich noch einem breiten Publikum. Also sprich, ich glaube, die Entwicklung wird sicher in die Richtung gehen, dass es noch mehr elektronische Einfluss wird geben, vermutlich. Ja, ob ihm das gefällt oder nicht, sei dahingestellt, das kann spannend sein, eben so ein bisschen die Genre neu auszuloten. Vielleicht gibt es einen Gegentrend, wo es wieder zurück zur klassischen Metal-Form geht, von den 80er Jahren. Das kann sein, wie bei der Mode auch, oder? Ja, genau. Und gibt es immer so zirkuläres Zeug. Genau, das sehen wir dann. Ich bin leider auch nicht so weit hellsichtig, dass mehr könnte ich voraussehen. Nein, das natürlich nicht. Und wie siehst du deine eigene Rolle? Weil das ist ja, oder das Witzige ist ja für mich, wenn ich mir überlege, da kommt eben der Pastor Bob und sagt so. Und er sagt es nicht so wie, übrigens, ich habe das irgendwie gesehen, sondern da kommt ja wie eine Narration, wie es gibt wie einen Grund, dass du dort bist. So wie, wenn Gott will, dass du dort bist, ist es nicht wie, hey, übrigens, ich habe einen Partytrick, ich kann deine Zukunft voraussagen, sondern es ist ja mehr, hey, irgendwie, da hast irgendwie eine Aufgabe oder eine Verantwortung. So. Wie ist das für dich? Wie hast du, wenn du jetzt so zurückschaust, was sind so ein bisschen deine Funktionen gewesen? Und wo hast du gesagt, da habe ich irgendwie etwas Cooles mitgeprägt? Oder wie ist das für dich? Ja, also ich glaube, man überschätzt sich dann vielleicht manchmal am Anfang auch ein bisschen, denkt so, mit der Musik kann man die Welt verändern. Das wäre zwar schön, aber leider ist es selten der Fall. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht mit der Musik die Welt verändern, aber ich kann im Kleinen etwas verändern, in meinem Umfeld vielleicht. Und das ist insbesondere ist eben bei Emerald eigentlich dann zumal, der Gitarrist, der dann plötzlich sich hat bekehrt. Das war vorher wirklich schlimmer Drögler und Alkoholiker und alles, der Rum und dran, was dazugehört. Und der ist dann plötzlich nachher, hat er einen Fall gehabt, wo er echt zu viel hat genommen, einen Silvester. Und daraufhin hat er ein Nahtoderlebnis gehabt und sich dann bekehrt. Und das war dann recht eindrücklich gewesen, weil er sein ganzes Leben umgekrempelt hat, aber auch nichts mehr mit Heavy Metal am Hut mittlerweile. Ja. Aber er hat sich so verändert, wie man sich nie hätte gedacht. Er hat früher lange Haare gehabt, jetzt hat er kurz, ist mir 10, aber hat eine Frau gefunden, geheiratet, unglaublich, oder? Das war also für mich unvorstellbar gewesen. Und eben vor allem sein ganzes Wesen hat sich echt total gewandelt. Und das ist eigentlich so mein ich würde sagen, prägendste Erlebnis gewesen in diesem Zusammenhang, dass es eben Veränderung wirklich geben kann. Ja. Gut, wir hören uns nochmal einen Song an, bevor wir so ein bisschen in den Endspurt kommen
mit unseren Fragen und eben nach wie vor, wenn Fragen um sind im Publikum, tut euch doch bitte melden. Und wir hören, jetzt muss ich schnell schauen. Genau. Ich weiß gar nicht, wie er heisst. Genau, du hast noch einen Song mitgebracht. Ja, und zwar God Bless the USA. Ein riesen schöner Song zum Abschluss. Ich hatte so ein bisschen die US-Wahlen in die aufgeschnappt und ob man Trump gut findet oder nicht, aber der Musikgeschmack, muss ich sagen, hat er gut gehabt. Er ist nicht Metal, aber es hat mir wirklich gefallen und es war irgendwie so ein bisschen, noch emotional gewesen und gefunden, passt hier noch her so zum krönenden Abschluss. Ich weiß nicht, es geht zwar vielleicht noch ein bisschen weiter, aber vielleicht ohne mich. Sehr gut. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. And thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Yeah. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Yeah, I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. God bless the USA. Sam? Ja, genau. Also ich glaube, Amerika hat es definitiv nötig, dass sie Sagen bekommen, oder darum hoffentlich wir als ganze Welt. Das ist schon ein bisschen auch, ich glaube, eine sehr herausfordernde Zeit, die da vor uns liegt. Und von dem her, ja, das Wort in Gottes Ohr. Für uns zum Wohl von uns allen hoffentlich. Noch ein kurzer Hinweis von mir. Es gibt ein leichtes Problem mit dem Studiohandy. Es hat mir jemand anrufen, aber das Studiohandy ist im Moment tot. Die WhatsApp kann ich empfehlen, weil es über WhatsApp-Web geht. Aber anrufen kann man mir nicht. Ich habe jetzt dieser Person meine private Anteilnummer gegeben. Und beim nächsten Song kann sie dann noch schnell anrufen, weil sie hat anscheinend eine Frage an Thomas noch. Also, warte schnell, sorry. Jetzt kannst du noch eins... Immerhin eine Person in dem Fall. Ja, genau. Ja. Nein, also ist gut, ja, wenn ihr noch eine Frage habt, Leute noch an, ich bin noch kurz da. Dann muss ich den einen machen auf den Zug säckeln. Ja, also wir machen das nachher. Im nächsten Song gibt es sicher noch schnell einen Slot, wo
die Person mir schnell anrufen kann. Das ist der Sascha, der mir schnell anrufen und sich das aber nicht als Sprachnachricht hat machen. Es gibt, die Leute wollen das nicht. Hey, und das ist alles kein Problem. Genau. Ja, aber jetzt tun wir noch 2 Fragen. Und die eine, ich glaube, für die ist klar, was ein Notar macht, aber ich habe das Gefühl, für ganz viele Leute ist das gar nicht so klar. Du hast etwas gesagt, ja, von Urkunden und so. Hey, was macht ein Notar eigentlich? Genau, für mich ist es zum Glück klar, das ist auch nicht gut. Ja, genau. Aber nein, das ist im Fall wirklich so. Also, bis im Studium habe ich eigentlich auch nicht so recht gewusst, was macht ein Notar überhaupt. Und erst, als ich nachher bei einer Veranstaltung war, hat mir dann einer gesagt, was ein Notar eigentlich macht. Und zwar im Kanton Bern, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ist nicht gleich in jedem Kanton in der Schweiz. Teile machen sie effektiv nur Unterschrift und Siegel. Aber im Kanton Bern macht man eigentlich die Urkunden, sprich die Verträge, selber. Und zwar Verträge, was darum geht, ein Haus zu kaufen zum Beispiel, oder einen Ehevertrag oder einen Erbvertrag zu machen. Oder wenn zum Beispiel jemand eine GmbH gründen, ein Unternehmen. Das sind so die klassischen Fälle. Es gibt natürlich noch ein paar andere, wo du eben musst zum Notar gehen, weil es eine öffentliche Beurkundung braucht. Das heisst, der Notar tut alles vorlesen und zusammen mit den Parteien unterschreiben. Und das ist so ein bisschen das tägliche Brot. Aber es ist natürlich, vieles ist administrativ, also sprich, so ein bisschen trockenen Bürojob könnte man sich vorstellen. Allerdings muss ich sagen, es ist ziemlich spannend in gewisserlei Hinsicht, insbesondere wenn es um Erbschaften geht, weil da sieht man auch so ein bisschen die Familienverhältnisse rein. Und da erfährst du manchmal Sachen, die du gar nicht vorstellen kannst. Also da darf man natürlich nichts darüber erzählen, das ist alles Berufsgeheimnis. Aber für die Notar werden, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Genau. Ich denke, so wie ich es verstehe, es spiegelt sich in den Rechtssachen, die du machen musst, hat ja die ganze Welt und das Leben irgendwie so, oder? Von dem, ja, richtig. Also es ist halt, das menschelt überall und beim Erbe insbesondere, oder? Das wissen wir ja alle, da lernt man lange richtig kennen. Das ist so ein bisschen der spannende Teil des Jobs. Und es gibt gewisse Sachen, die vielleicht auch ein bisschen weniger spannend sind, die sich halt auch wiederholen wie bei jedem anderen Job auch. Genau. Ja, super, also für alle, die ausstudieren und nicht wissen, was wir machen. Im Kanton Bern ist es, glaube ich, so, dass es relativ reglementiert ist. Also wie eine Art, du bist wie so eine private, verlängerte Hand quasi vom Staat, oder? Du musst das auch irgendwie, die Konzession und alles relativ stark reglementiert. Richtig, genau. Das ist so der Nachteil halt, wenn man als freiberuflicher Notar arbeitet. Das tönt so gut freiberuflich, aber wirklich frei ist man dann gleich nicht, weil man wird jedes Jahr revidiert und da kommen 2 ganz böse. Nein, das ist ein Witz, das ist ja auch Liebe, aber trotzdem sind sie sehr streng und schauen halt auf jedes Detail und man darf ja nichts falsch machen, auch kein Komma falsch schreiben, sonst gibt es das Verfahren. Und da kann man sich selber lieb sein. Spannend. Merci für den Einblick in die Welt. Eine Frage, die wir eigentlich allen Leuten nachher auch stellen, die hier im Heavy Mental zu Gast sind, ist wie so, die Sicht auf Metal Church. Du bist ja eben Teil davon, haben wir gehört, als Sänger 2012, 2013, das ist schon ein Zeitchen her. Was hast du in diesen Zwischenjahren wahrgenommen von der Metal Church? Was siehst du heute? Was nimmst du wahr? Vielleicht, oder auch sagst du, liebe Samuel, da müsst ihr mal dran anschauen, da müsst ihr über Bücher. Wie siehst du das so? Ich bekomme es aber noch ein bisschen mit über Instagram und natürlich über deinen Channel. Es freut mich immer sehr, wenn ich dort etwas sehe, dass eben etwas läuft. Früher war ja die Metal Church eben noch im Tibis Downstairs in Worblaufen, Kanton Bern. Und das war ein bisschen näher für mich dann zumal, weil ich noch zu Zollikofen gewohnt. Ich wohne mittlerweile eben ein bisschen weiter weg und Metal Church findet auch nicht mehr in meiner Nähe statt, leider. Das ist ein bisschen schade, weil ich möchte gerne wieder mal reinschauen, wie es so läuft vor Ort. Ja, das ist gut, dann musst du ich glaube, der 6. April ist, musst du merken, dann haben wir Gottesdienst Zwimmis in der Kirche. Und das wäre nicht allzu weit weg von deinem Wohnort. Genau. Cool. Ja. Okay, 6. April. Schreiben wir gleich auf. Warte. Ich schicke dir das WhatsApp als Erinnerung. Ich habe auch noch kurz von meiner Seite einen Einwand oder eine Frage. Und dann spiele ich dann schnell einen Song ein, weil der Sascha probiert schon das 2. Mal anzuleiten. Ich muss den dann auch schnell reinnehmen. Ich habe gesehen, oder eine Frage, es ist mehr so ein bisschen ein Interesse von meiner Seite. Du bist schon auf grossen Bühnen gestanden, wo wir Metal-Fans davon träumen, schon noch mal vor dran zu stehen. Wie ist es an den Metal Days in Slowenien oder an einem Wacken Open Air auf der Bühne zu stehen? Ja, also das ist immer sehr eine energetische Sache, wenn du hinter der Bühne stehst und nachher die Leute hörst, die Namen oder den Namen der Band rufen. Das ist natürlich, geht dem schon ein bisschen Gänsehaut und nachher vor allem das Rauskommen, wenn es anfängt, das ist ein riesen Energieboost. Und wenn sich das nachher haltet, dann fängt es umso mehr, also wenn man merkt, die Leute machen mit, singen mit und kennen die Songs, das ist natürlich schon etwas, was einmalig ist, ja.
Also von dem her, coole Sache. Ich denke, wir spielen schnell den Song ein, dann kann ich Sascha schnell reinnehmen. Das ist doch gut. Und bin gespannt, was er für eine Frage hat. Er ist einer der Hörer, der schon bei Radio Blitz auch immer reinlässt. Ich gehe davon aus, nicht unbedingt ein Heavy-Metal-Loser, aber er hat eine Frage und darum nehme ich ihn dann sehr gerne schnell entgegen. Wir haben noch Morgarten drauf mit Two Victory. Ja, genau, das hat einen Zusammenhang mit dem nächsten Konzert, wo ich unterwegs bin, mit dem Metal Marmot, wo Morgarten das spielt, genau. Unter anderem und auch Propane zum Beispiel. Falsch, jetzt habe ich das falsche Hebel aufgezogen. Da. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Aus zeitlichen Gründen ziehe ich jetzt den Song schnell ein bisschen runter, weil unser Gast muss dann auch wieder heim, er muss dann auf den Zug und hat doch noch ein bisschen einen weiteren Heimweg, der Thomas. Aber wir haben jetzt, ich habe das Telefon jetzt gehabt mit dem Sascha, er hat 2 Fragen. Das ist so ein bisschen, die eine ist so ein bisschen global, ist eigentlich die Frage, wie bringt man die Jungen wieder zu Hardrock? Alle hören nur Mainstream. Ist eine Meinung, kann sein, ich kenne viele Junge, die auch wieder auf Hardrock oder noch viel härteres Zeug gehen. Hardrock im Sinne von Gotthard, AC/DC, ist klar. Wir haben heute aber auch schon andere Songs gehört, wie jetzt zum Beispiel Morgarten, Folkrock. Ja, das ist eine Diskussion, die wir eröffnen können. Wie bringen wir die Jungen wieder dazu, solche Musik zu hören? Haben wir überhaupt ein Problem? Ja, ich würde nicht sagen, wir haben ein Problem. Also, besonders im Metalcore-Bereich, das ist ein sehr beliebter Junge. Ich will aber jetzt persönlich auch niemanden irgendwie überzeugen oder überschnurren zur Musikrichtung. Also, es soll jeder das, was ihm gefällt. Aber ich glaube, dort haben wir nicht mal ein grosses Manko an jungen Musikhörern, die gerne Herzzeug haben. Weil ich glaube, insbesondere bei Jungen kommt die harte Musik häufig noch gut an. Weil sie halt eben rebellieren und etwas sich abgrenzen von anderen.
Und meistens verläuft es ja eben in Wellenform, wir haben vorher schon festgestellt, das Ganze. Gewisse Sachen kommen dann wieder zurück, gewisse Trends. Und andere werden neu erfunden. Es ist ja auch so, sorry, ich tue mich da auch noch schnell ein, bevor ich es wieder vergesse. Bands wie zum Beispiel Rockout. Und wenn wir jetzt bei Hardrock bleiben wollen, das sind junge Gielen aus dem Emmental, die sind 2, 3, 24 wahrscheinlich und machen Hardrock, also AC/DC kann einpacken von mir aus gesehen. Muss ich ganz ehrlich sein, die haben wir hier am Rock am Meerenplatz letztes Jahr live gesehen und am Summerside dieses Jahr. Absolut der Hammer, was die Gielen machen. Und eben, ich sage Döner, also auch bei meiner Sendung kümmere ich mich ja hauptsächlich um die Schweizer Rock- und Metal-Szene. Die werden es dann nachher auch noch ein bisschen hören. Ich habe noch ein paar einzelne Songs von Schweizer Bands. Ich glaube nicht, dass wir ein Nachwuchsproblem haben in der Schweizer Rock- und Metal-Szene, weder bei den Musikern noch bei den Fans. Würde ich auch sagen. Vielleicht ist die Frage, was man auf welche Bühnen zielt, oder? Das ist tatsächlich die Frage, wer hat im Mainstream Erfolg. Du, Thomas, hast vorhin gesagt, ja, ich habe das Gefühl, es geht mehr noch mit noch mehr Elektronik. Ich würde sagen, das kann sein. Vielleicht auch, was wirklich den Erfolg auf der grossen Bühne anbelangt. Aber wenn ich schaue, es gibt schon ganz starke, sagen jetzt Retro-Welle, wirklich von jungen Leuten, die, also so die Leute, die ich gut kenne, würden sagen, ja, zum Beispiel gerade Schweden, mit klassischem Heavy Metal und Glam Metal wieder 80er. Und das sind dann auch eben so in dem Alter, irgendwo zwischen 18 und 25, Vollgas. Eben sagen jetzt ohne viele Fans, natürlich mit Strom, aber eben ohne irgendwie Samples. Ich glaube, das kommt wieder. Es ist mehr die Frage, ob das die grossen Bühnen füllt, ob das die grossen Absätze macht. Das weiss ich nicht, das ist nicht gesagt. Aber ich glaube, dass die Metal-Szene als solche lebt, da habe ich überhaupt keine Angst. Und da kenne ich auch genug Junge. Ja. Sehe ich auch so. Und was heisst schon grosse Absätze? Gell? Das ist immer sehr relativ. Im Metal-Bereich ist man schon grosse Anführungszeichen, wenn man eben vielleicht in die Sabaton heisst. Ich meine, Sabaton ist auch eine der grössten Power-Metal-Bands, aber wenn man es nachher vergleicht mit anderen Musikstilen, ist es halt gleich wiederum eine Band, die eigentlich niemand kennt, in Anführungszeichen. Oder? Darum, wir haben aber das Gefühl, ja, oder haben vielleicht ein falsches Verständnis von grossen Bands so im Metal, weil wir es uns nicht gewöhnt sind. Mhm, genau. Ja, ich glaube, die eine Frage ist so damit beantwortet. Die zweite Frage ist ein bisschen eine kritische Frage und die lassen wir auch alle zu natürlich. Und zwar ist das Hardrock oder Metal und Kirche. Kann das funktionieren oder wollt ihr jetzt hier einfach nur auf cool machen? Das ist mal so die Aussage. Ich tue jetzt gerade hier schnell aus meiner Sicht die Antwort geben an Sascha. Gang unbedingt mal an eine Heavy Sanctum. Komm mit mir mit. Wir machen das zusammen. Ich tue dich dort ein bisschen einführen in die Welt. Das wäre ein Metal-Gottesdienst, ganz ein normaler Gottesdienst. Und ich sage dir, ich bin jetzt, und das weiss der Samuel, auch nicht der jeden Sonntag in die Kirche geht. Definitiv nicht. Ja, ich bin Katholik und habe mit der ganzen Geschichte ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis, kann ich ehrlich sagen. Aber was die Metal Church macht und welche Leute das sie anspricht, das sind längstens nicht nur reine Metalheads. Da kommen jenste Leute und machen auch an verschiedenen Anlässen mit. Ich gehe davon aus, dass heute wieder der eine oder andere hört, der zwischendurch auch ein bisschen Tore zugemacht hat, wenn Songs gelaufen sind. Aber er wollte wissen, was der Gast zu erzählen hat. Also von dem her. Aber ich lasse dir natürlich die antworten, als Metal-Pfarrer weißt du da noch besser Bescheid. Oder? Genau. Also wenn wir cool sein wollen, dann hätte man nicht die Kombination von Kirche und Glauben und Metal machen, weil sagen jetzt, die Metal-Szene ist von Haus aus sehr kritisch, was den christlichen Glauben anbelangt. Oder vielleicht weniger, was den christlichen Glauben und Spiritualität anbelangt, aber zumindest was Kirche als Institution anbelangt. Von dem her, wenn wir cool sein wollen, hätte man nicht den Weg einschlagen müssen, sondern es ist für mich, aber eben für all die Menschen, die ich mit ihnen zusammen seit Anfang unterwegs bin, und dürfen das aufbauen. Das war ein Herzensanliegen, weil die zwei Sachen in unseren Herzen zusammenkommen. Nämlich die Musik, wo unser Herz bewegt und der Lebensstil, der damit verbunden ist. Und aber eben der Glauben an Jesus, wo uns erfüllt und wo uns Hoffnung gibt, wo uns eine Perspektive gibt in dieser Welt. Das ist für uns zusammengekommen und dann haben wir einfach einen Weg gesucht, wie man das ausdrücken kann. Und dass es jetzt dürfen so Kreise ziehen und Anklang finden, das ist schön, das haben wir auch nicht wissen. Es ist einfach aus einer Überzeugung gekommen, dass das richtig ist für uns und dass wir das brauchen und teilen mit allen, die wollen. Und so brauchen wir das. Es wäre eine lange Diskussion, wo wir jetzt über einzelne Aspekte führen können, aber vielleicht ganz kurz gesagt, ich denke, dass das, wo sich vielleicht beißt, wenn man
von außen auf anschauen zwischen Kirche und Metal, das ist eben nicht, ich sage jetzt nicht das, was wir in der Bibel lesen, nicht der Glauben an und für sich, sondern es ist das, was eine gewisse Ausformung, eine kulturelle Ausprägung von Kirche und eine gewisse Ausprägung vom Metal. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann befruchtet sich das ganz tief. Ich habe vom John jetzt gerade ein gutes Wort reinbekommen, wo er mir schreibt. Ciao zusammen, ich gebe hier mal noch schnell meinen Senf dazu. Ich lese es so ablesen, es geht für mich fast einfacher. Ich finde gerade, Metal ist eine Musik, nicht nur eine Musik, sondern eine Lebenseinstellung. Mir hat das vor allem gedreht, den Metal, und prägt, wenn es mir nicht gut gegangen ist, in schlechten, durch düstere Zeiten. Wenn ich durch düstere Zeiten gegangen bin, hat es mir Kraft gegeben und es war ein Lichtbringer. Das ist auch ein schönes Beispiel. Ich behaupte, wenn ich das nicht gehabt hätte, ging es mir jetzt nicht so gut. Und die geballte Kraft vom Metal hat mir weiter Kraft gegeben. Das ist ein Aspekt. Bei euch oder bei dir in der Metal Church mit all den Leuten, die auch dort auch kommen und was wir heute gehört haben, dass es sogar Leute gibt, die vorausschauend können einem sagen, hey, du wirst mal im Metal eine Figur, einen Namen haben, du wirst etwas erreichen, finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Also ich glaube, das ist vom John schon fast ein gutes Schlusswort. Absolut. Ja, ich hoffe, Sascha, ich denke, das ist wirklich ein Thema, das man definitiv länger diskutieren könnte. Und ich empfehle ihm, Sascha, wenn er ein Summerside Festival kommt, hat er die Chance, mit dem Metal-Fahrer zu reden, aber auch sonst. Genau. Kann man das, du bist ja viel unterwegs an verschiedenen Orten. Und wir können mal abmachen für ein Bier, das ist auch möglich, aber es ist sicher auch gut, wenn man einen Eindruck bekommt, nicht nur von mir, sondern von der ganzen Community. Genau, also von dem her. Aber schön, merci für die 2 Fragen, und damit müsst ihr auch schon bald langsam Feierabend machen. Ja, wir schauen noch geschwind raus, was passiert, aber wir sagen mal dem Demo ganz herzlichen Dank für deine Reise da und dein Einbringen ins Gespräch. Ja, merci vielmals, dass ich hier sein konnte. Und schon eine lustige Runde da. Hat mich sehr, sehr gefreut. Bist du da gewesen, bei mir im Blitzableiter. Ganz tolle Sache im Heavy Mental hier. Und wir wollen noch ein bisschen vorausschauen, was es dann schon bald im neuen Jahr gibt. Also zuerst auch noch ein bisschen im Dezember, oder? Ja, genau. Also ich freue mich auf eben Freitag, Samstag in einer Woche. Da sehen wir uns, nein, eben nicht, aber wir sehen die gleiche Band. Es ist das Metal Marmot zu Frutigen, wo ich unterwegs bin. Du siehst ja dort Propane, siehst du voran schon. Im Z7, genau. Und ich freue mich auch sehr bei Gang aufs Ice Rock in der ersten Januarwoche im Wasen. Das ist einfach ein unglaublich tolles Festival mit ganz viel Charme. Und dort spielen so coole Schweizer Bands wie Royal Desolation am Donnerstag. Oder wenn ich an letztes Jahr denke, hat es ja kurzfristig nicht geklappt mit Primal Fear, oder? Und dann ist der Alex Beirot, der dort Gitarrist mittlerweile war, er hat gesagt, wir spielen trotzdem, hat Freunde zusammen trommelt, unter anderem der Ronny Romero, der gerade einen freien Tag hat auf seiner Tour. Und dann haben sie ein Deep Purple Coverset gespielt, oder unglaublich. Und er kommt zurück, jetzt der Alex Beirot wieder mit Freunden. Er gibt sicher eine super Sache. Und dann am Samstag, wenn wir es schon von das Lager und so hatten, er spielt Freedom Call. Das gibt auf jeden Fall eine coole Party. Ja, es läuft einiges. Übrigens, es geht dann auch noch weiter im Blitzableiter. Es gibt eben, wie gesagt, noch ein paar Musiktipps, neue Songs, die ich Ihnen geben kann von verschiedenen Bands und riesen schwette Konzerttipps für das und nächstes Wochenende. Genau, aber wir haben den nächsten Metal-Gottesdienst, also Sascha, wenn du schon früher Zeit hast zum Reinschauen und alle anderen auch am 15. Dezember, ist das nächste Heavy Sanctum im Sorzwangen, und wir haben eine Band aus der Region, Hardrocker Solothurn mit Changed, kennst du ja auch, Mikko, gell? Und für die irgendwie finden, hey, ich weiss nicht, wie ich meine Skiferien verbringen oder überhaupt einmal, wo ich Ski oder Snowboard oder Schlitten führen soll, unser Dachverein Amblek macht 10. bis 12. Januar ein Snow Weekend in der Lenk. Also wenn ihr Lust habt, mit irgendein paar so komischen Metallen, die auch noch christlichen Hintergrund haben, irgendwie halt Skifahren oder Zeit verbringen. Es hat glaube noch Plätze. Anmeldeschluss ist 1. Dezember. Und wenn ihr mit dem Silas in die Ferien wollt. Genau, der Silas ist Schottland-Kenner, das haben wir schon gehört. Nächstes Jahr, ab dem 22. September, eine Woche geführt von ihm mit der Metal Church. Ja, reserviert euch das und meldet euch da an. Dann haben wir das Heavy Mental wieder geplant, gell? Im Februar, 19. Februar, dort haben wir Anita Schicker zu Gast. Anita macht Yoga, ist für alle da. Sie macht Metal-Yoga. Das wird eine sehr spannende
ist ein spannendes Gespräch. Ich habe Anita kennengelernt unterwegs in der Szene, eine ganz feine Person, eine tiefsinnige Frau. Das wird spannend. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ich komme dann auf jeden Fall in Trainerhosen und einem sportlichen Oberteil. Ich bin gespannt auf das. Und ich weiss, dass meine Frau das auch schon gespannt ist drauf, weil die selber gerne Yoga macht. Also vielleicht mal anständige Musik dazu hören. Und die hören jetzt daheim. Es gibt nicht nur Metal und Kirche, es gibt auch Metal und Yoga. 19. Februar erfahrt ihr alles hier wieder im Heavy Mental. Ja, genau. Und von dem her schauen wir, dass doch jetzt der Demo dann auf den Zug kommt. Und ich wünsche euch allen eine gute Nacht und merci vielmals. Behüt euch Gott. Merci euch allen hier im Studio und daheim am Zuhören. Bleibt unbedingt noch dran. Kurz, schnell eine Werbung in eigener Sache. Radio Blitz, das wisst ihr von, immer nach meiner Sendung ab Mitternacht, also immer am Donnerstag, der ganze Tag, 24 Stunden lang. Nur 80er Musik, ohne Werbung, ohne Nachrichten, ohne Wetterbericht. 80er Musik den ganzen Tag. Und jetzt haben wir einen Abschlusssong. Und zwar von der Band Changed on the Edge heisst der Song. Und das würdet ihr können sehen nach dem Heavy Sanctum am 15. Dezember. So tönen die aus Solothurn. Deep down, see my Blitzableitung. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen.
Ganz genau, wir sind schon wieder in der dritten Stunde. Es ist 20 ab 9 Uhr. Eigentlich mache ich ja immer nur 2 Stunden Blitzableiter, aber in der letzten Zeit muss ich die Sendung immer ein bisschen verlängern, weil ich doch das eine oder andere an neuer Musik bekomme, die ich nicht spielen darf. Ich habe zum Beispiel Kontakt zu einer Band, die heisst Chiaroscuro per Caso. Das ist italienisch-schweizerische Band. Und ich wollte euch nachher etwas darüber erzählen, über die Leute, die hier dazugehören. Erstens mal gibt es aber jetzt das erste Mal einen Song, also ihr könnt hören, wie das tönt. Und zweitens, gerade mal der Hinweis, sie sind dran, ein neues Album machen. Sie haben jetzt gerade mir 2 Songs geschickt von der aktuellen Musik, die im Oktober rausgekommen ist, am 25. Oktober. Sie sind aber schon dran und wollen im Februar neue Songs aufnehmen. Also bei denen läuft etwas. Sie haben jetzt noch ein paar Konzerte, so Firmengigs, Christmas-Partys schreiben sie mir dieses Jahr. Und aber etwas, was ich schon sagen kann, und das wäre für hier Solothurn Umgebung auch eine Reise wert, für die gerne gerne die Musik haben. Am 14. März spielen sie in der Kantine Attisholz. Es ist ein cooles Lokal, bin ich einmal gesehen. Und so tönen sie. Chiaroscuro per Caso. Es gibt nachher noch mehr von ihnen, aber jetzt hören wir uns mal einen Song an. Der heisst Per rispetto di chi.
Se l'amore ed il rispetto si mantengono in equilibrio, il mondo è nelle mie mani, per rispetto di te e di me. Chiaroscuro per caso, per rispetto di chi ist der Song gewesen, und wir wollen schnell ein bisschen darüber reden. 2021 gegründet, der Antonio Capocasa am Gitarre und am Gesang, der Jonas Lüscher und der Rolf Roth am Schlagzeug, also der Jonas Lüscher am Bass, Entschuldigung, und der Rolf Roth am Schlagzeug. Merci Rolf für die Infos und die Songs, die ich bekommen habe. Sie spielen melodiösen und auch energiegeladenen Rock, und ihr habt etwas gehört jetzt schon. Wir hören uns dann noch einen zweiten Song an. Er ist recht italienisch beeinflusst, heisst es, also ihr ganzer Stil, und lebt aber von verschiedenen stilistischen Genres. Das erste Album ist eben erst jetzt gerade rausgekommen, und zwar aus Vinyl-LP, und trägt den Titel Storie, also Geschichten. Da habe ich ein bisschen den Vorteil, dass ich Italienisch kann und besser Italienisch kann als Englisch auf alle Fälle. Und darum kann ich euch hier das eine oder andere auch übersetzen. Die Band verarbeitet in ihren Songs persönliche Herausforderungen und zeigt aber mit ihren Texten, dass Musiker auch Chancendenker sind und Krisen zur Stärkung und zum Glück im Kleinen zu nutzen zu verstehen. Also, so erklärt zum Beispiel der Song, den wir dann nachher hören, Senza Dubbio, der handelt zwar von Krieg und Tyrannei, betroffenen Menschen, die das Schicksal machtlos müssen erdulden, aber er lässt auch keine Zweifel darüber, dass die Schuldigen ihre Strafe irgendwann werden bekommen. Also doch schlussendlich ein hoffnungsvoller Song. Und der, den wir jetzt gehört haben, Per rispetto di chi, da geht es ums Achten von seinen Nächsten und von denen um sich herum. Ein sehr wichtiges Thema, das, glaube ich, immer wichtiger wird bei uns in unseren Kreisen, überall. Gut, live ist Chiaroscuro per caso. Übrigens, Chiaroscuro heisst hell dunkel, und das ist ein Malstil, wo eben Bilder sowohl hell wie auch dunkel gemalt worden sind. Und per caso, das heisst zufällig. Also hell, dunkel, zufällig, frei übersetzt. Ist eine Band zum Anfassen, schreiben sie mir, mit handgemachtem, melodiösem Rock zum Tanzen und Mitsingen. Wie gesagt, am 14. März in der Kantine Attisholz, wenn ihr es mal live sehen. Also, hey, ich sage merci, grazie a tutti, und hier kommen sie noch einmal mit Senza Dubbio. Destinata a tutti noi, per il nostro bene, non va confronto a punti controversi, quei problemi di persona intelligente che tanto combatte con rischio di complicazioni. Senza dubbio, senza conflitti, ma la sfida non finisce mai. Senza dilemmi, senza impatti, fai un abbraccio per la pace. Ti consolo e ti incoraggio, prendi quei problemi e bruciali. La sfida non è mai finita, l'amore è
difficoltà. Ti stringerò come viene, come viene, senza dubbio, senza conflitti, ma la sfida non finisce mai, senza dilemmi, senza impatti, fai un abbraccio per un sogno. Chiaroscuro per caso, senza dubbio. Der Blitzableiter. Rock und Metal. Nur, dass ihr noch wisst, in welcher Sendung ihr seid. Wir sind beim Blitzableiter und ich habe euch ebenfalls neue Musik und jetzt gibt es wieder mal einen geilen Wechsel. Von Rock, eingängigem Rock, geht es ein bisschen weiter zu etwas Deftigerem. Ich habe ein E-Mail bekommen. Nein, stimmt nicht. Ich habe eine Facebook Messenger Nachricht bekommen vom Joe von der Path of Wrath. Der hat mir geschrieben, hey Miku, wir haben ein neues Lied released. Hast du es schon gesehen? Und das ist ein bisschen das Problem. Ich habe das schon in der letzten Sendung angesprochen. Die Algorithmen sind ja eigentlich schon gut und die müssen mir glauben, ich mache auf Facebook fast nichts mehr anderes, als Rock und Metal aus der Schweiz zu folgen und zu verfolgen und schauen, was die alles machen. Aber von dem habe ich wirklich wieder nichts gehört. Darum bin ich froh, wenn sich die Bands auch bei mir melden und sagen, hey, wir haben etwas Neues. Path of Wrath aus Luzern, die haben etwas Neues und die haben sogar ein Lyric-Video dazu gemacht auf YouTube. Heissen tut's Sickness und dort tut's ganz anders als das, was ihr vorhin gehört habt. Viel Spass. Like a
Sorry, den hätte ich nicht anspielen wollen. Path of Wrath war das gesehen mit Sickness. Geiler Song, der hier wieder im Blitzableiter gelaufen ist. Und ich habe euch dann noch einen neuen Song, und zwar von der Band Behave aus Bern. Und dort wird es dann wieder ein bisschen ruhiger. Zuerst aber gibt es jetzt noch ein paar Konzerttipps für das Wochenende. Und weil ich jetzt nächste Woche definitiv keine Sendung mache, gibt es ja auch noch für nächste Woche und Wochenende das eine oder andere. Und weil das so viele Konzerttipps sind und es gibt noch viel mehr, was ich Ihnen sagen könnte, muss ich das in 2 Teilen machen. Also, wir fangen an. Morgens oben. Wenn ihr ein bisschen Death Metal-Fans seid, ist mir gesagt worden, ich kenne es selber nicht, aber anscheinend ist das im Moment das Nonplusultra aus der deutschen Death Metal-Szene. Kanonenfieber spielen im Z7. Und das soll scheint live richtig abgehen. Gleichen Tag, also morgens oben, Obituary in der Usine in Genève, Trash Death Metal. Dort spielt noch eine zweite Band. Ich habe jetzt gerade vergessen, wer dort alles noch dabei ist. Also das für morgens oben. Dann am Freitag eine ganze Schwette, und zwar Cradle of Filth im Z7. Das wäre fang mal wieder etwas, was richtig prätscht. Dann könntet ihr aber auch auf Biel in die Bar 48 an der Zentralstrasse 48. Dort spielen Thai Gnosis, Pale Black und Vorax. Alles aus der Schweiz, alles Death und Brutal Death Metal. Also, ja, so wie es vorhin auch getönt hat. Das in der Bar 48. Noch nie gehört. Wenn ihr interessiert seid, am Freitag oben, geht dorthin. All die Konzerttipps findet ihr übrigens auch auf blackvetica.ch. Für wenn ihr Rock und Metal hören wollt, geht auch dort schauen, wenn euch interessiert, wo was spielt. Ebenfalls am Freitag Helvetica und Final Cut Thrash Metal in der Musikburg Aarburg. Das also zum Freitag. Und dann fangen wir noch einen letzten für die Woche, die ich euch durchgebe. Rock Night mit Head Smashed, Shrinks, Rockout und King Zebra in der Kulturfabrik Wetzikon. Ist für mich gerade ein bisschen weiter weg für am Samstag oben. Aber am Samstag, 30. Rock Night, eben mit diesen 4 Bands. Und weil die mir, glaube ich, die lustigste Ansage ever gemacht haben, also im Ganzen haben sie, glaube ich, 3 oder 4 lustige Ansagen gemacht. Ich gebe euch eine durch. Spiele ich euch wieder mal einen Song von den Bündner, von den Head Smashed. Muss ich hier schnell schauen, dass ich wieder Platz habe mit all meinen Zetteln, die ich hier habe. Und zwar gehört ihr zuerst die Ansage. Ciao zusammen, da ist der Rose, Sänger und Gitarrist von Head Smashed. Auch schon seit über 12 Jahren. Wenn ich im Publikum vom Head Smash Konzert wäre, dann könnte ich jedes Mal kotzen, wenn die Band wieder mit ihrem geilen Punkrock-Sound um 2 am Nachmittag in der Kindervorstellung spielen und einfach noch eine Stimmung da ist, während irgendein Singer-Songwriter als Headliner am Abend auftreten und einfach die Stimmung nicht reingebracht hat. I wanna say hello. Did you miss my voice inside your soul? Let me entertain you. Let me be your goal. I wanna say hello. Deep inside, you know I'm always here. Whenever you are cheerless, please have no fear. I can catch your thoughts. All those little secrets you try to hide, things you desire, everything that was denied. I feel your despair, I hear all your pleading that it ends. I want to help you, you don't need any friends. He's my demon inside my head. He will never control my life until I am dead. He's my demon inside my head. I know all of you will understand.
Headsmashed, He's My Demon mit einem lieben Gruß ins Bündnerland raus. Merci für diesen Song. Das war kein neuer Song, aber es gibt dann auch noch einen, den ich euch ganz neu präsentieren darf. Von der Band Behave, wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Zuerst aber noch ein paar Konzerttipps und es ist gerade einer reingekommen. Der John hat mir noch einen Hinweis gegeben, ich habe das auch gesehen. Ihr wisst ja, ich unterstütze die Schweizer Bands hauptsächlich. Ich habe vorhin auch die ein oder andere ausländische, auswärtige Band drin gehabt. Er hat mir noch geschickt, hey, am 4. Dezember, nächsten Mittwoch, Creator und Anthrax mit Testament in der Halle 622. Ich habe das auch gesehen, das wäre auch geil. Am gleichen Abend könnt ihr aber auch die Hardcore-Band Terror aus, ich glaube, das letzte Mal, wenn mich nicht alles täuscht, im Kiff zu Aarau schauen. Das wäre eben auch nächsten Mittwoch. Und nächste Woche wird es happig für mich. Es wird auch eine Konzertwoche, wenn das so weitergeht. Wir gehen aber im Rhythmus weiter. Und zwar, wir sind noch beim Samstag, 30. November. Ich habe das Corinne getroffen von der Ophelia's Eye. Die haben ihre Band wieder zusammen, kann man sagen. Und sie spielen ein paar Konzerte. Unter anderem natürlich an ihrem eigenen Festival. ICU Festival im Werk Baden. Werk mit 2K geschrieben. Und zwar der Samstag. Before the Decay habe ich letzte Woche darüber geredet von ihnen und auch Songs gespielt. Dort spielen Soulline, dort spielen Henriette B, dort spielen Save Your Last Breath, das prätscht ganz richtig, und Contortion und aus Hauptakt Abbey Falls und eben natürlich Ophelia's Eye. Ich spiele nachher den neuesten Song von ihnen. Aber es geht zuerst noch weiter mit Konzerttipps. Unterstützen die Schweizer Bandszene, so wie ich das probiere in meinen Sendungen zu machen. Wir gehen auf den 1. Dezember, dort wäre Helmet, das ist wohl keine Schweizer Band. Und jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, was die spielen. Sie sind eigentlich ich bin gar nicht mehr sicher, ich muss dann erst schnell schauen, ob ich es noch finde. Aber Helmet, für alle 80er-Jahre Alternative Rock-Fans, ein Muss am Sonntag, 1. Dezember. Nachher eben 4. Dezember, haben wir vorhin gesagt. 5. Dezember, dort bin ich am Propane im Old Capital zu Langenthal. Propane hat 4 Konzerte in der Schweiz in den nächsten paar Tagen. Unter anderem eben nächsten Donnerstag, 5. Dezember im Old Capital. Wenn ihr mich antrefft, holt mich an. Es wird eine geile Geschichte dort. Ich möchte gerne am 7. Dezember 2 Orten her, am liebsten. Ahab spielt zu Basel im Auffall auf dem Wolf 32 ist die Adresse. Noch nie gehört. Das Ticket kostet 29 Stutz. Und Ahab, ja, also das ist eine ganz, ganz spezielle Musik. Etwas vom Geilsten, was ich je live gesehen habe. Darum muss ich das wirklich in tief ins Auge fassen, dorthin zu gehen. Wenn das nicht geht, dann geht doch am 7. Dezember als 10-Jährige von der Irony of Fate. Die spielen zusammen mit Arcane und Lotrify im Kulturwerk 118 und ich habe mir sagen, dass es noch weitere Special Guests dort wird haben. Also 10 Jahre Irony of Fate am 7. Dezember, Kulturwerk 118 Sursee, und jetzt hören wir uns den neuesten an von der Corinne mit ihren Leuten. Und zwar ist das, jetzt muss ich da schnell wieder schauen, dass ich euch das nicht sicher erzähle, Drowning in a Cloud von Ophelia's Eye. Turning by with
open dream of equality, proven a lie. Innocence of royalty, but guilty of avarice. We still remain apathetic. Ihr habt es gehört, das also Drowning in a Cloud von der Ophelia's Eye, die ihr am Samstag, 30. könnt natürlich an ihrem eigenen Festival sehen. Und das im Werk Baden, wie ich es vorhin gesagt habe. Ein Konzerthinweis, den werdet ihr noch ein paar Mal hören, weil der geht definitiv schon ziemlich weit ins nächste Jahr rein. Und zwar habe ich euch das schon letztes Mal angetönt. Projekt Krank, eine Band aus dem Raum Solothurn, hat eine kleine Minitour geplant, 3 Konzerte, 1 in Deutschland und 2 in der Schweiz. Das erste in der Schweiz ist am 15. März im Sedel und dann spielen sie am 25. April noch im Soho in Wangen, und zwar Projekt Krank, Morgenstern und Maschinist. Das sind alles Bands, die aus dem Industrial Metal oder aus der neuen deutschen Härte rauskommen. So ein buntes Gemisch dort, kann man sagen, wo gar nicht so bunt ist, sondern eher ein bisschen düster. Das werdet ihr sicher noch ein paar Mal hören und ist hier im Kontakt auch mit dem Stefan vom Projekt Krank, und wir werden im Februar, glaube ich, haben wir abgemacht, eine Sendung machen über die Minitour, die sie vorhaben. Gut, das ist jetzt schon bald gesehen. Es ist 10 vor 10. Unglaublich, wie die Zeit vergeht schon wieder. Und ich habe noch einen Song, den ich euch versprochen habe. Und zwar habe ich den vorhin noch schnell aufgezogen. Ich habe bekommen von der Band Behave einen neuen Song. Sie haben mir geschrieben und sie haben mir sogar, und das kann ich euch jetzt gerade abspielen, wenn ich es dann auch wieder finde. Wo bin ich da? Da schnell schauen, dass ich da nicht Zeichen mache. Könnt ihr schnell hören, was die Sängerin und Gitarristin dazu sagt. Hey, Sali Miku. Danke vielmals, dass du heute diesen Song spielst. Er heisst Despicable. Ja, um es vorzustellen, was so viel heisst wie verachtlich auch. Genau, es ist so ein bisschen, wie soll man dem sagen? Ein Song, der ein bisschen, sag jetzt mal, Emotionen ausdrückt, in dem Sinn. In einer vielleicht negativen Art, aber halt auch ein bisschen zum Ausdrücken da ist in diesem Song. Hey, wir spielen ihn mega gern. Und jedes Mal, eigentlich auch wenn wir einen Gig haben, spielen wir ihn mega gern. Wir sind froh um alle Zuhörer und Votes, die wir bekommen. Wir sind immer zu hören auf Spotify, Soundcloud, haben noch unsere Webseite, aber das sind so ein bisschen die gängigsten Sachen. Und ja, wir versuchen da immer so ein bisschen
speziellen Touch vom Indie-Rock reinzubringen, wenn wir unsere Musik machen. Aber sonst, ich glaube, wir spielen ihn sehr gern, weil er so eine gewisse Dynamik hat und auch ein gewisses Riff, das wir sehr gerne haben und ja, gleich ein bisschen fetzig ist. Ja, genau. So würde ich ihn beschreiben. Viel Spass mit diesem Song und wir freuen uns auf alle weiteren Zuhörer und Zuschauer an den nächsten Gigs oder eben auf Spotify. Danke vielmals. Ja, merci dir vielmal und merci für einen Song, den ich jetzt gerade spielen darf. Despicable heisst er eben und ihr habt es gehört, das ist manchmal auch für jemanden, der den Song selber geschrieben hat, gar nicht so einfach zu erklären, was hinter diesem Song steckt. Darum bin ich immer froh, wenn ich das nicht noch machen muss, was mit dem Song selber gar nichts zu tun hat. Und ich finde es cool. Darum mache ich auch die Sendung eigentlich. Die hören es jetzt auch gerade. Ich habe übrigens den Behave live gesehen am Gravel Pit. Das müsste letztes Jahr gewesen sein, im 23. Gravel Pit Festival. Das sind ganz coole Leute. Und wenn ihr jetzt mal irgendwo schauen könnt, macht das unbedingt. Für alle Rockfans ist jetzt das eher weniger hart als das, was ihr bis jetzt gehört habt. Und, aber unbedingt mal bei ihnen reinhören. Und zu euch, Behave, wenn ihr neue Konzertdaten draussen habt, gebt die mir durch, dann gebe ich sie gerne durch hier in meiner Sendung, so dass die Leute auch wissen, was läuft. Also, wir hören uns diesen Song an und dann gibt es dann noch einen Abschlusssong vom Blitzableiter und dann ist auch der gerade 10, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Didn't wanna know your name. make it
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Das also Behave, was ihr gehört habt, mit dem neuen Song Despicable. Findet ihr auf Spotify oder eben könnt ihr auf die Homepage gehen oder auf Facebook, dann findet ihr alles über die Band. Wenn ihr jetzt irgendetwas verpasst habt, in meiner Sendung, das Heavy Mental, das wir hatten mit dem Thomas Winkler, mit einem begnadeten Sänger, der auf den grossen Bühnen schon gespielt hat mit seinen verschiedenen Bands, wie ihr es gehört habt. Und jetzt habt ihr das verpasst, dann könnt ihr das heute etwa so in einer halben Stunde wahrscheinlich nachhören auf soundcloud.com, Radio Blitz Blitzableiter eingeben und das wäre dann der 103. Blitzableiter, dann könnt ihr das alles nachhören, wenn euch etwas interessiert. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, dann schreibt mich an auf Facebook oder schreibt bei uns in den Infochat rein, hey, welche Band ist das gewesen, das dritte Lied oder was auch immer. Ich habe das nicht verstanden, du hast das nicht richtig ausgesprochen, das kann es bei mir schon noch jemanden geben. Dann schreibt und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, sind unsere Chats auch immer da für das. Ich bedanke mich bei allen, die reingelassen haben und werde nur noch kurz sagen, erstens mal in 2 Stunden geht es los mit dem 80er-Tag, 24 Stunden 80er Musik auf Radio Blitz. Am Wochenende gibt es wieder genug Hockey, die ihr hören könnt, wenn ihr EHC Biel-Fan seid oder auch eine andere Mannschaft und unbedingt hören wollt, was der EHC Biel macht, dann schaltet die jeweils ein. Alles findet ihr immer auf unserer Facebook- und Instagram-Seite und alles Wissenswerte auch über die HC Biel-Sache. Und der nächste Blitzableiter ist, wie gesagt, eben nicht nächsten Mittwoch, sondern eine Woche drauf, am 11. Dezember. Und dann habe ich wieder Full House hier. Ich freue mich drauf. Es kommen 2 Bands zu Gast. Mother in der ersten Stunde am 7. Die sind aus Biel. Und Broken Fate aus dem Aargau. Beide Bands haben neue Musik am Start. Hören wir und hören wir am 11. Dezember im 104. Blitzableiter. Und jetzt habe ich gedacht, ich bringe euch noch eine Band, wo ich mich sehr darauf freue, obwohl ich sie schon 23 oder 24 Mal live gesehen habe. Sie kommen aus New York, also ist wieder mal zum Abschluss keine Schweizer Band. Sonst unterstütze ich ja wirklich die Schweizer Szene. Aber ich freue mich extrem auf Hardcore aus New York. Und zwar heissen die Propane wieder einisch. Und sie spielen im Old Capitol am 5. Dezember. Ich werde dort sein und freue mich drauf. Das ist der Miku, das ist der Blitzableiter auf Radio Blitz. Ich wünsche allen eine gute Woche, habt Sorge, wir hören uns. Tschüss zusammen.
Blitzableiter.